Ja, das ist überhaupt nicht der erste. Scheiße. Habe die Eier über... Evans, Birger, heißt Montag. Aber nicht der Montag, wie wir in den letzten 2 Monaten gewohnt sind, sondern der Blätschmerz-Montag. Ja, den hat es noch nie nicht gegeben. Den hat es noch nie nicht gegeben. Den hat es noch nie nicht gegeben. Was sollst du jetzt da sagen dazu? Ich bin selber völlig überfordert. Ich sitze einfach nur da. Ich denke, was ist das? Das haben wir schon lange nicht mehr da. Ich sitze einfach da und soll einfach labern. Der Herr Feu schon wieder. Mr. Feu, habe die Ehre. Halber ist auf, kann losgehen. Vergesst für den Zwickel. So, geht die schon wieder los. Leute, wir müssen uns heute unterhalten. Für die Leute, die nicht dabei sind. Ja, beim Blätschmerz da. Dann fangst du wieder. Herr Geibelfee. Grüß dich, Bier gerade auf einen Schmerz mit dir, du Matz. Schmerz, das ist aber ein bisschen blöd, weil man sagt ja nicht auf einen Schmatz, sondern auf einen Schmerz mit dir, du Matz. Rein sie nicht ganz, aber vergesst für den Euro wieder. So, wir müssen jeden Monat. Er läuft bei mir. Läuft bei dir. Vergesst gut. Ringspiel. Kneitinger ist Apf und Bilger Stream Griers aus Rengsburg. Vergesst Gott, Alter, und Grüß aus dem Scheißloch Landau. Wo haben wir? Heute, das Blätschmerz Montag. Heute muss sie sich mit den Donations einmal ein bisschen beruhigen, weil sonst können wir uns nicht unterhalten. Heute geht es nur um einen Schmerz. Ich habe eine Umfrage gestartet. So, heute kann ich mal wenigstens einen Chat kontrollieren. Heute können wir uns auch einmal unterhalten mit dem Chat und lesen und überhaupt und sowieso, ohne dass irgendjemand mit dem Geld aufeinander schmeißen muss. Das war voll super mal. Muss auch mal drin sein. Der Gehsteigpanzer schreibt schon Stimmung. Ich müsste so wie der Typ, kennt den nur irgendjemand, der mir gesagt hat, Stimmung. Und hat dann so Konfetti-Scheiß aus seinen Hosentaschen rausgeworfen. Weiß das noch jemand? Was ist denn los mit dir? Mr. Marcel, Mr. M.A.R., Mr. Morsmeier, vergeht's Gott für deine Vollbiss-Squad-Mitgliedschaft. Lieber Chat, ihr wisst, was das heißt. Habe dritten Mr. Marcel. Mr. Marcel, ja, hast du schon richtig gehört. Marcel ist ab jetzt dein neuer Name, ab sofort. Mr. Kirsi TV, ist ja gut. Mir hätte eigentlich so gerne mal Hallo sagen. Habe die Ehre, Mr. Kirsi TV, vergesst wieder neu. Habe die Ehre an die Christina, an die Marian, an den McConten, an den CNT Cross. Oder ihr heißt alle gleich. Ich weiß es auch nicht. Mr. Crafter, Mr. CMT, Mr. CMT, geht's gut für die Mitgliedschaft. Vollbiss Squad, bester Squad. Vergeht's gut, Alter. Ab in den Chat habe ich die Ehre, Mr. CMT Crafter. Und erst mir habe ich die... Was ist Gamer Feliz? Vergesst nicht, wer ein Zwicker. Christi Birger sagt dir Reisbauch. Hey, sagt mir Reisbauch was. Ist das nicht... ist die jetzt nicht so... Insider bei uns ist auch nicht Reisbauch, das ist Eier, aber... Wo ist mein Heubi? Da hat der Herr Twitcher so ein bisschen ein Problem damit. Vergeht's gut, Alter, für deine 50 Euro, bitte werft's. Wo ist denn die I-Häube nachdenkendes Gesicht? Das ist eine berechtigte Frage, die kriege ich im Blätschmerz, kriege ich die immer und immer wieder. Ja, ist ja, merci, Alter, wir haben was? Wir haben eine Brauerei, da, Mann. Bayernbiker, vergeht's gut für den Entwicklung einer 20. Gratulation. Alles richtig gemacht, deine Leute. Wo ist mein Heuwe? Da hat der Herr Twitcher ein bisschen was dagegen, Alkohol offen. Nein, es sollte einfach nicht. Nein, es sollte einfach nicht. Na, ohne Späden ist langweilig. Dann schiebt es doch wenigstens nicht YouTube in den Arsch, bitte. Er läuft bei mir Messi. Was soll ich da noch sagen dazu? Das war nicht, das muss jetzt klar mal. Das muss einmal klar für 5 Minuten. Okay? Können wir uns wenigstens auf das einigen. Das ist klar für 5 Minuten. Für 5 Minuten. Da kannst du da einen kurzen reinhauen mit dem Kermit. Warte, wo ist er? Da ist er. Ist ein guter. Leid. Merci. Heute ist jetzt. Ja, was grüßt wieder? Ich bin jetzt neu dabei, aber lieber spät als nie, gell, Birger? Lieber spät, wenn ihr das ist recht, aber deswegen brauchst du nicht gleich mit dem Zehner aufeinander schmeißen. Servus. Grüße aus Österreich. Bin jetzt neu dabei, aber lieber spät als nie. GOI Bilger.
Special Greets nach Österreich. Vielen lieben Dank, Leute. Es ist jetzt genug. Ich möchte mich heute mit euch unterhalten. Vielleicht irgendwelche Sachen anschauen. Was spielen wir als nächstes? Was ist sonst so passiert? Der letzte Stream ist in dieser Form, der Blade-Schmerz-Stream, ist über 2 Monate her. Und wir haben das normal jede Woche gemacht und haben wir 2, teilweise sogar 3 Stunden lang gelabert. Also jetzt haben wir 2 Monate lang nicht gelabert. Jetzt kann man mal, weiß ich nicht, kann man sich einmal hersitzen und mal sagen, was ist eigentlich passiert die letzten 2 Monate? Also das erste, was jetzt einmal passiert ist, haben wir jetzt einigermaßen fertig mit der Gate-Rumschmeißerei. Okay, das ist gut. Habe die Ehre, an den Herrn Krückel, an den Xavier, an den Stefan, an den Herrn Steiner, an den Nixon TV, an die Mrs. Vaping Hobbit, Verzeihung. Was ist denn los mit dir? Mr. Daniel, Mr. Daniel, vergeht's gut, vergeht's gut, vergeht's gut, vergeht's gut. Vergeht's gut außerhalb des Bildes, vergeht's gut innerhalb des Bildes, vergeht's gut außerhalb des Bildes, vergeht's gut innerhalb des Bildes. Ich will den Rasen sprengen. Ab in der... Hey, läuft wie hier. So, der Hundere ist fast ZAM. Ich mag keine Hunderte. Ich hab nichts dagegen, wenn sie der Hunderte aus 100 Leuten sammeln. Aus das ihr schon wieder. Das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee, das hat halt schon mal jemand geschrieben. Massi! Geht das schon wieder los? MOI Dead by Daylight. Merci, Alter. Merci, Leute. Es ist gut. Dead by Daylight hat heute schon mal jemand... Einfach nicht reagieren. So ich lieber 20 Euro werfen. Ah. Mach mal Bilger. GOI. Der Feidernuller. Hashtag geldgeiler Wichser. Bitch. Alter, ernsthaft jetzt. Ernsthaft. Vielen, 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 vielen herzlichen Dank. Es ist, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht, was ich sagen soll. Der Herr Reiter hat einen Zwickel da lassen. Liebe Grüße aus Österreich. Habe ich. Sag ich, habe ich. Was ist denn los mit dir? Herr Martin Honda 1993. Vergeht's gut. Special Greets nach Österreich. Ist jetzt gut. Haben wir jetzt bitte. Ich mir jetzt so gern, weil sonst bringt der ganze Blättschmerz nichts. Das ist ein totaler Kalter. Herr Martin Honda! Vor mal her! Kawasaki Ninja! Aber merci für deine Mitgliedschaft. Ist es überhaupt der Kawasaki Ninja? Gibt's die überhaupt? Ich bin nicht recht. Vergeht's Gott leid. Ich weiß schon überhaupt nicht, was ich sagen soll. Mir vor das Grinsen schon wieder. Weiß ich nicht, über beide Ohrwaschel durch die Fresse. Ich kann's auch nicht. Aber jetzt ist gut jetzt. Es ist wirklich okay jetzt. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Aber Ruhe ist jetzt, okay? Okay, jetzt unterhalten wir uns, ja? Jetzt unterhalten wir uns. Was gibt's überhaupt der Kawasaki Ninja? Ist die überhaupt? Ich weiß, dass es einen Ninja gibt, aber ist die von Kawasaki? Ich hab da keine Ahnung. Ich hab nie ein Motorrad, ein Moped. Hab ich ein Moped? Ich hab kein Moped nicht gehabt. Ich hab auch nie eins gekriegt. Und falls die Mom zuschaut, das hast du gut gemacht, weil sonst da die heute nicht da sitzen. Der Freistaat, ja, von dem nehme ich das Geld gern. Her mit deinem Zwickel, 2 Euro Staat, vergeht's gut. Subvention. Bayerische YouTuber subventionieren. Herzlichen Dank. Merci. So, Freunde, über was wollen wir uns unterhalten? Haut's einmal Themen her. Was ist los? Dead by Daylight waren wir vorher. Nochmal, Massi, vergeht's gut. Ruhe ist. Dead by Daylight, kann man tatsächlich einmal da. So ich gegen euch. So quasi. Das ist ja immer 1 gegen alle, oder? Ich hab mich noch nicht damit, ich hab's noch nie gespielt. Ich hab keine Ahnung von Tuten und Blasen von dem Spiel. Keine Ahnung. Deswegen ist es wahrscheinlich, wenn ich jetzt einfach hergehe, ich hab's tatsächlich, ja, aber nicht installiert. Und 17 Minuten Spielzeit. Ich glaube, da habe ich mich nur im Menü aufgehalten. Das war's dann. Das habe ich mir angefangen. Das habe ich der Bürgerin tatsächlich auch gekauft, weil ich mir gedacht habe, hey, spielen wir mal was miteinander. Und das kann's vielleicht. Keine Ahnung. Das ist nicht auf einfachem Level, glaube ich. Was ist denn los mit dir? Herr Shadow of Koi! Koi? Was genau soll der Name bedeuten? A Shadow of Koi. Du bist quasi der Schatten eines Fisches. Wieso? aber merci für deine Mitgliedschaft. Von ganzem Herzen. Bra. Vergeht's gut. Meistens immer selbst. Was ist denn? Was ist los in der Hose? Ja, nicht recht viel. Herr Glotzer! Vergeht's gut für den Euro. Schöne Grüße aus Braunau am Inn. Schöne Grüße aus London. Leider ist ja gut. Aber du hast einen geilen Blade Mad Motor.
Flo, vergeht's gut, as always, falls du der Flo, der Flo. Habe Der Flo bist du, was das DRRRT ist. So. auf einen geilen Bletschmetz Mondog. Ja, so. Vergeht's gut. Ich bin mit Dark Souls 3. Ich mag die Wollen singen. Da habe ich 130 Stunden drin und bin auf NG plus Sim. Bei MOI Dark Souls 3 Imotsch wo Ina senkt. Tyrantenhexer, vergeht's gut, Alter. Jetzt hört sich ein bisschen auf. Grüß dich, Alter. Petersen Flo. Vergeht's gut, für deinen Zirkel habe ich dir. So, ich mach's jetzt dann aus. Ja, wenn das in 10 Minuten immer noch so weitergeht, dann müssen wir aus, weil das ist ein Witz. So. Dark Souls 3, nochmal, da bin ich stehe im letzten voll. Und alle kauft lieber Merch, habt ihr mir, aber sechs das. Wirft mir eine 30er nicht mir ins Gesicht, sondern, weiß ich nicht, kauft euch halt was davon. Habt wenigstens was davon. Also, dass ich kurz sage, Wallet, geil, merci. So. Jetzt bei so Wacht. Wo waren wir Dark Souls? Ich glaube, ich bin hängen geblieben bei NG plus Sim. Oder so. Aber ich hab trotzdem gewonnen. Wallet, was ist denn die, wo ist das? Hier, keine Ahnung. Mit Sekiro. Dies ist zum Beispiel, was ich kann schauen. Maxl, wenn der Bürger sagt, soll man nicht spenden, Obacht. Was? Wenn der Bürger sagt, man soll nicht spenden, Was ist denn Obacht. los mit dir? Das ist der einzige Sitz, der lass mich nicht zu dir. Das ist einfach irgendwie nicht richtig. Herr Schmidt, was geht's gut? Ich möchte gerne nur die Alerts für die Mitglieder einmachen und den Rest aus. Das war toll. Ja? Aber gut. Herr Schmidt! Das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr solider Standardname. Oh, servus, wieder grüß. Hab ich noch? Oh, Schmidt. Ja, Schmidt grüß. Standard. Ja, weißt du, nicht irgendein Lea, Leni, Sophie Scheißdreck, sondern weißt das schon. Was? Der Shadow of Kolben. Der Shadow of Kolben. Hob ma doch a Mitglied werden ma a gleich GOI. Manche Leute haben meinen Volkswagen, die was sein. Herr Brams! Was hältst du von Vampire Bloodlines 2? Wartet man ja geil von Vampire Bloodlines 2 warat moan a geil Spül. So. Vergeht's gut. Danke. Das ist jetzt eine Donation, die kann ich leider Gottes nicht sehen. Das tut mir sehr, sehr leid. Alert broken, immer noch. So, ich darf so gern was erzählen. Lasst es halt einmal 10 Minuten schaffen. Was, wenn wir das machen wie letztes Mal? Schafft man es bis eine halbe Stunde Streamzeit, dass wir den Donation-Button in Ruhe lassen? Schafft man das? Erst einmal. Ein Mitglied haben wir gekriegt. Und das war der Herr Schmid. In den Chat rein habe ich Mr. Schmid. So, ab in einer Minute. Schafft man es mir, diesen verdammten Donation-Button einmal in Ruhe zu lassen? Ja, da sage ich nicht. Ich habe hier aus Landau, ich bin's der Bürger, du bist der Johannes, vergeht's über deine Zwickel, 29. So, jetzt schafft man das. Das haben wir in Dead Space schon mal gemacht. Und zwar, wir haben jetzt bei 13 Minuten 40. Bis zur 30. Minuten mag ich nichts hören und nichts sehen. Ja? Ab jetzt in ungefähr einer Minute, weil ihr kriegt es ein paar Sekunden später. Schafft man das? Mr. Remix, vergeht's gut für den Euro. Habe ich Bürger, darf ich dialiert blau-weiße Karos in einem Video benutzen? Moped-Video. Das darfst du, wenn du vorher fragst, dann darfst du das. Freut mich übrigens, dass der gefällt. So. Jetzt bin ich gespannt. Wo waren wir? Weißt du, ich darf so gerne die Fragen beantworten, wenn Leute schon, weiß ich nicht, wenn da Leute irgendwie mit Geld, wenn ich die Fragen beantworte, jetzt habe ich es einfach vergessen. Alter, ich bin ein alter Mann. Ich bin ein alter Mann jetzt. Hey, Herr Florian Kohler schreibt, can you do this? Ja, ich glaube, ich kann's schon. Aber dahinter mir ist ein Greenscreen, dann ist er hier. Was ist denn los mit dir? Okay, Mitglieder sagen. Tyrantenhexer. Was genau ist denn das? Das hat doch irgendwas mit Roleplay zum tun, wenn du mich fragst. Das ist doch irgendwas aus Warhammer, oder nicht? Der Tyrantenhexer, vergesst für deine Vollbis-Squad-Mitgliedschaft, für deine Donation für euch, sondern ja, herzlichen Dank! So, was war jetzt? Da war jetzt irgendwelche Fragen dabei. Das schafft man es einfach nicht, gell? Was sagst du zum Spiel Alien Isolation? Habe ich schon durch, gibt's sogar auf meinem Kanal zum Gucken. Ja, das habe ich 2015 schon durchgespielt, glaube ich, da war das so Ende 2015. Da hat mich noch kein Sau nicht kennt, dementsprechend schlecht ist der Stream. Also ich hab da selber mal reingeschaut und hab gedacht, Alter, was hast du denn da denkt dabei? Ich hab mir selber noch mit den Stream so ganz kurz mal durchklicken und hab gedacht, was hast du denn da denkt dabei? Wer soll denn die so schauen? Wer soll denn das ansehen? Langweilig, sag mal was! Sitzt sie da so. Noch eine Viertelstunde reagieren wir schnell auf den Chat oder sonst irgendwas und wundert mich dann, dass 3 Leute zuschauen. Hey. Das ist übrigens einmal so ein kleiner Tipp an alle anderen da draußen, die auch streamen. Regel Nummer 1. Wenn dir beim Streamen irgendjemand irgendwelche Tipps gibt oder sonst irgendetwas, Regel Nummer 1.
geschissen auf dein Equipment. Ja? Geschissen drauf. Ob dein Kamera super fucking Full HD mit 4,6 Millionen scheiß fucking Frames in der Sekunden hat oder nicht, es interessiert keine alte Sau. Keine alte Sau. Dasselbe gilt übrigens auch für Videos. Ja? Ich nimm bis heute meine Videos mit dieser Webcam auf. Ja, ich hab keine Kamera nicht, keine portable. Hab ich nicht. Die braucht keiner. Wenn dein Videoinhalt scheiße ist, dann ist er auch scheiße. Dann ist er ehrlich gesagt sogar noch beschissener in fucking Todes-HD. Ja? Will ich nicht sehen. Will ich nicht. Wenn da ein Vollidiot sitzt, der nur Scheiße redet. Okay, Teppich auf, unten reinkehren. Dann hilft geschissen aufs Equipment. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich in Punkt 2 eigentlich sagen wollte. Regel Nummer 2 beim Streamen. Ganz wichtig beim Streamen. Außer du bist außerordentlicher Pro-Gamer. Ja, und Nummer 8. Hört jetzt auf! Ja gut, da will mir weiß vielleicht noch nicht. Donation Stop bis Minute 30. Und das verlängert man wahrscheinlich bis Minute 45. Ja, Wildbeer vergesst für den Entwicklung nochmal für alle, die gerade dabei sind. So. Wo wollen wir stehen bleiben? Regel Nummer 2. Regel Nummer 2. Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Sarah Unicorn, what else? What else, bitch? Entschuldigung, du bist wahrscheinlich wirklich ein Dirndl, das tut war natürlich nicht so gemeint. Kriegst du Special Fist? Ja, das ist auch wieder eine fragwürdige Aussage. Du weißt schon, wie ich es meine. Vergesst gerade wieder deine Vollbiss gehabt. Komm mal auch wieder. Man kann doch heutzutage alles falsch verstehen. Alles. Durch die Bank. Egal was ich sag, wenn ein Weiberle vor mir steht und die hat jetzt gerade Bock auf nicht verstehen, dann hab ich verschissen. Egal was ich sag. Ist so. Hashtag ist so. Du hast das falsch gesagt. Da wird mir wieder Sexismus an den Kopf geworfen. So. Regel Nummer 2. Wenn ich mal so irgendwelche, weiß ich nicht, kann ich ab und zu fragen mich doch Leute, wir haben echt schon Leute schon mit richtig viel Text und so, wo sie sagen da zu dem und wie das macht, dann hast du mal Tipps hier, Tipps da und sonst irgendwas, dann sitze ich immer bloß da und denke mir, ich bin doch der ahnungsloseste von alle. Was weiß denn ich schon? Was weiß ich schon? Ich sitze mir doch einfach bloß her und red. Aber Regel Nummer 2 und eigentlich Regel Nummer 1 sind die Streams. Und 90% von die Streamer, ja, spielen nun mal, ja, und zocken und streamen das. Regel Nummer fucking 1 eigentlich. Hab permanent die Fresse auf. Schmatzen. Und wenn's nur so dummer Müll ist, scheißegal. Schmatzen. Die Leute kommen in den Stream entweder, weil du in dem Spui brutal gut bist. Ja, ich rede hier von mindestens kurz vor ernsthaften Pro-Level. Ja? Nehmen wir mal Counter-Strike oder was auch immer, das ist ja scheißegal. Selbst in Fortnite, ja, da sitzen 100.000 Schaften von Kiddies. Ja, da habe ich noch nicht einmal was dagegen. Ja, ich war auch mit 12. Ich war auch irgendwann mit 12 oder 10 oder sonst was. Und die haben Bock auf Streamen. Warum? Weil sie so Leute sind wie vom Ninja oder was weiß ich, von wem es da Neues gibt. Ja, ich kenne auch bloß einen Ninja. Ja? Wen gibt's bei Fortnite noch jemand anderen wie Ninja, der ansatzweise ohne kratzt an den Erfolg, den der Code hat? Keine Ahnung, ist ja vollkommen wurscht. Die sitzen dann da, spielen auf einem Level, das will sich doch niemand anschauen. Das ist jetzt vielleicht hart, aber ich bin halt meistens, leider Gottes, es hat oft seine Vor- und Nachteile, wenn man immer blutig ehrlich ist. Aber das will niemand sehen. Dann ist die erste Möglichkeit schon mal gestrichen. Ja, du kannst vergessen. Selbst wenn du 10 Stunden am Tag streamst, das schaut sich keiner an. Du wirst nie, das geht nicht. Das ist einfach so. Mag keiner hören, aber es ist so. So, Regel Nummer 2. Wenn du nicht scheiß gut bist oder sonst irgendwie was besonders in dem Spiel kannst, was 99% vom Rest nicht können, dann geht's um dich. Dann musst entweder du saulustig oder die kämen dann wegen dir. Dann hab permanent die Fresse auf. Das ist, glaube ich, der wichtigste oder der brauchbarste Tipp, den ich jedem geben kann, der anfängt zum Streamen. Ja, angenommen. Also seien wir mal so ehrlich, seien wir einfach mal ehrlich. Wenn ich mich hersitzen darf. Was ist denn los mit dir? Vergeht's gut? Mr. Mo ist da!
Ja. Wo ich nichts sein zum Meister. Ist 77 der Jahrgang? Holy shit, ich hab doch eine ältere. Wenn ja, dann habe ich natürlich wirklich eine ältere Zuschauerschaft, als ich das vielleicht oft selber meine. Was ist denn los mit dir? Erst einmal, habe ich drittbester Meister im besten Squad der ganzen. Weißt du schon? ich war Wichtel. Diese Namen noch überall. Ich verstehe es nicht. Ich muss ja meinen Board einmal schneiden. Naja. Ist ja. Was rede ich eigentlich? Hat mir eigentlich irgendjemand nach Tipps gefragt? Wieso rede ich über Tipps? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ist mir gerade eingefallen. Ich habe so das Bedürfnis, irgendwas, was ich aus den 2 Jahren jetzt da das jetzt dann bald werden, dass ich da irgendwas gelernt habe. Ich weiß doch auch nicht. Der Fan, vergesst, wie es wirklich. So. Sagen wir uns einmal ehrlich, wenn ich mich hier sitze und los Tomb Raider laufen oder Visage oder sonst irgendetwas und sitze mich dann so her, 10 Minuten am Stück. Aha, dann gehen wir mal in den Keller wieder. Ja, wer will denn das sehen? Herr Hongere! Habe ich tatsächlich schon geliebäugelt mit Assassin's Creed Remaster Dingsbums von Teil 3. Aber wahrscheinlich eher nicht. Zu alt, glaube ich. Und Assassin's Creed ist so ein richtiges. Ich habe halt einfach die Lust an der Serie verloren. Ja, an Assassin's Creed. Ich weiß es auch nicht. Es gilt übrigens immer noch. Donation-Sperre bis Minute 30. Für alle, die neu dazukommen, jetzt schon wieder mit dem Geld anwerfen. Muss Katnuss, Herr Müller. So. Jetzt mir Kaff. Da haben wir doch eine schöne Frage. Herr Genzel, vergesst nicht, wenn es wirklich 29 Uhr ist. Da haben wir doch eine schöne Frage. Jetzt mal so. Ja, jetzt holen wir uns einmal gezielt die Fragen aus, die nicht mit dem Geld anwerfen. Herr Zahlauer. Lukas schreibt, was sagst du zu Bayern gegen Dortmund? Ich habe mal in einem Kruzifix so eine kleine Anspielung gemacht. Beim Partner, vergeht's gut, Bürger, Hötzten von Einstellungen. Da hatte ich schon lange spielen, hab bloß keine Playstation mehr. Was wollte ich von Bayern gegen Dortmund? Habe ich mal in dem Kruzifix zur WM gesagt. Da schlug ich so die Zeitung auf. Hey, Bayern ist Meister! Schlug sie wieder zu und sagt, welch abwechslungsreicher Sport. Und schmeiß weg. Auf gut Deutsch gesagt, es ist mir scheißegal. Also, wer weiß ich nicht. Wer feiert denn das noch? Warum feiert ihr denn das? Das ist die langweiligste, geldgetriebenste Scheiße, die jemals. Also, ich hab überhaupt keinen Bock mehr auf Fußball. Null. Minus Level 9000. Keine Ahnung. Naja. Der Thomas schreibt, Servus, gehst du irgendwo in Torhütten? Nein, ich bleib daheim. Sprichwörtlich nein. Also nein, tu ich nicht. Birger, was hast du für ein Auto privat? Ich bin jemand, für das sind die Blätschmerz-Dinger da, ja. Da schauen 800 Leute zuerst. Eine Special Greets an alle, die zu sowas, was wir mir da gerade morgen einschalten. Heute ist ein bisschen Blätschmerz am Start. Ja, das ist schon lange nicht mehr gefragt worden. Wir haben auch schon seit Ewigkeiten keinen Stream mehr gemacht. Was viel für Autos? Ich lege keinen Wert auf Autos. Null. Es gibt da viel autonarische Bereich, das weiß ich schon. Und ja, leg krass da umeinander tunen und was weiß ich. Und dann wird peinlich auf dem Taco-Parkplatz umeinander post. Und ich fahre daneben vorbei und denke mir so: Was? Der Partner! 60 ist der geilste Club. 60 ist der geilste Club der Welt! Genau, wenn's um Fußball geht, dann ist Bayern weiß-blau, habe ich gehört. Und nicht rot-blau wie ein Kasperl sei Reidel, wenn er sich wieder 3 Stunden lang auf dem Besensteg geguckt hat. Hat er nicht gesagt. Wo waren wir jetzt stehen bleiben? Mein Gott, da bin ich weiß nicht. Herr Geibe fragt, wie geht's der Chefin? Der Chefin geht's blöd. Aus. Der Pflanzelt. Ich hab grad meinen alten PC ausgerissen und gesagt, was, Alter, hab grad meinen alten PC. Ernsthaft jetzt, oder was? Wie geht's denn noch geil, Alter? Judah hob grad meinen alten PC ausgerissen und sagt, wow. Ja, Pflanzelt. Nicht wieder mit lauter 15er schmeißen, bitte. Es ist halt, passt's wirklich genug. Es ist genug halt schon. Da warst du noch gar nicht da heute wahrscheinlich. Da gar nicht mehr, so ist es gut. Wir haben übrigens immer noch Donation-Sperre die nächsten 5 Minuten, aber das kannst du nicht wissen, weil es gerade nicht bist. Vielen herzlichen Dank für deine 15 € und ich hoffe, dir geht's schon wieder besser. Herr Angerer, du hast es aber gehört mit deinem. Jetzt auf!
Stopp, das war nicht Kruzifix, sondern in deinem Bürgers Kochstudio Veggie-Schnitzel wieder die Zeitung faltest. Ernsthaft? Scheiße, stimmt, ja. Scheiße, stimmt. Was der Moment, wenn deine Zuschauer und Fans deine Videos besser kennen, wie man selber. Holy shit, da hast du tatsächlich recht. Hast du da recht. Ja, das stimmt. Holy fuck, Schüssels. Gut, ich korrigiere mich selbst. Das war in einem ganz anderen Video, ist egal. Ja, wie gesagt, dieser Ruhe, jetzt Kruzifix, habt ihr das habt unser gutes Waldwasser. Was haben wir? So gutes Waldwasser. Weiß ich jetzt nicht so hundertprozentig. Das ist vielleicht irgendein Insider, auf den ich jetzt vielleicht nicht reagieren kann, weil ich ihn nicht kenne. Herr Reiter! Hey, BVB, Forza Austria Wien. Ja, Herr Reiter, vergesst für den Zwickel, aber es ist mir echt egal. So, wo haben wir ihn überhaupt? Er läuft bei mir, nur der SSV Jan regiert. Ja, die sag ich mir auch mal wieder. Jetzt hör mal auf mit Fußball, okay? Fußball, nein. Nein, für Fußball bin ich nicht da. Und für Autos bin ich auch nicht da. Und für Bulldogs bin ich eigentlich auch nicht da. Warum bin ich überhaupt da? Wofür bin ich eigentlich hier? Ich weiß es nicht. Frau Kerndl schreibt, Special Greets an dieser Stelle. Du weißt warum. Der Moment, wenn man beim Doktor sitzt und er die ernsthaft, was? Fragt, was das, wo ist ein Heisel auf dem Tisch? Du eine Lachfläche kriegst und ihm das ernsthaft erklären musst. Ja, wie sollst du das erklären? Das darf mich interessieren, wie es das. Das möchte ich gerne hören, also wirklich im Bewegtbild. Erst Siegelreitmeier, vergesst wieder einen Euro. Das möchte ich wirklich hören, wie das jemand am Doktor erklärt. Der wahrscheinlich auch nicht gerade 25 ist, sondern halt, was weiß ich, wie alt. Naja, so, jetzt beißen wir an. Was ist denn los mit dir? Nein, ohne Scheiße. Wow. Was für WoW? Er pfanzelt. Erst einmal, Bavarian John Deere Power aus ist kein Findfahrer. Oh, jetzt geht die Diskussion wieder los. John Deere, scheißegal. Herr Johnny, vergesst gar für deine Mitgliedschaft in Vollbiscode. Ab in den Chat, habe dir Mr. Johnny. Mr. Johnny. So. Herr Pfanzl, wieso für WoW? Das habe ich durch. Also auch den letzten Patch. Beziehungsweise den letzten Patch nicht, aber bis dahin habe ich alles. Herr Pautner! Hager, wo das ist im Moos, 50 Kilometer von dir. Was denn nie, Alter? Und wie viele Leute wohnen da? -2. Ich kenne Waldwasser nicht. Und Moos ist sicher. Was für ein Moos überhaupt? Es gibt viel Moos. Es gibt Spastinger Moos, es gibt das Moos, es gibt das Moos, es gibt den ganzen Tag gibt's Moos. Es gibt ja von meiner Haustier Moos, ich kann es sogar ins holen, wenn es pressiert. Weiß ich nicht, wo Waldwasser ist. Hier bloß ein Isar. Mitten durch die Stadt, du ey. Merci, Leute. Vielen herzlichen Dank, Leute. Jetzt bitte schon auf, okay? Erneute Chatsperre bis dreiviertel Stunde. Bis eine Dreiviertelstunde. Ist das recht? Wir sollten uns einmal über ein paar Sachen unterhalten. Über was kann man uns eigentlich unterhalten? Ja? Haut's einmal eine Fragen aus. Und ohne Geld. Ja? Ohne Donation, sonst irgendwas. Einfach rein da. Meister. Nein, ich bin 23. Das 77 hat andere Gründe. Weil 88 verboten ist. War ein Witz, ja, bevor das wieder irgendjemand ausschneidet und irgendeinen Scheiß drüber. War ein Joke. Herzlichen Dank für deine 220. Durant Hexer, Alter, Monster Hunter. Hab ich gestern Nachmittag war ich so kurz davor, dass ich mir Monster Hunter World kaufe. So kurz davor, weil ich nicht mehr gewusst habe, was ich spenden mag. Mit Sekiro, ja, das haben wir mir angefangen vor 2 Wochen. Bin übrigens durch, am Wochenende oder am der Discord-Chat weiß wahrscheinlich besser wie ich. Wann hab ich einen Endboss endlich geschafft? Am Donnerstag, glaube ich, oder? Oder am Freitag, ich weiß nicht mehr. Am Donnerstag, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, ist wurscht, aber ich hab Dings durch. Ich bin stolz auf mich. Sekiro. Im unbewussten Schwarmmodus übrigens. Deine Augen verraten mir, dass du viel reist. Deine Augen verraten mir, dass du viel reist. Also reißen oder reisen. Und jetzt nicht wieder Herz-Bitchen auf. Hörst du Metal und was für Bands? Oh, okay, das ist eine berechtigte Frage. Ich habe jetzt zwar gerade gesagt, bitte nicht Fragen stellen mit Geld. Bitte nicht. Ich habe so ein unfassbar schlechtes Gewissen, wenn ich dann nicht darauf reagiere. Und ich mag aber auch mal die ohne Donations mit aufnehmen und überhaupt und sowieso. Aber Musik ist ein schönes Ding. Ich höre sehr viel mittlerweile, mag ich schon behaupten, es ist fast schon Oldschool New Metal.
Ich bin ein riesengroßer Limp Bizkit-Fan gewesen, schon als Kind im Prinzip. Da wir 99, 2000 Limp Bizkit groß geworden ist. Ich höre Metal direkt her, ich nimmer wirklich, aber was mir momentan ziemlich gut gefällt, ist, ich höre ziemlich viel Machine Head zum Beispiel, ja, das bezeichne ich zum Beispiel als Metal, auch wenn das wahrscheinlich irgendeine Subunterart ist, aber da kann man jedes einzelne Lied in irgendwelche Unterarten unterteilen, da wo ich jetzt nicht anfange. Für mich ist es einfach Dresch und Geschrei und geil aus. Eine meiner Lieblingsbands ist zum Beispiel Tool. Dazu Perfect Circle und so weiter. Herr Meier! 30 Minuten sind rum, ich will jetzt auch nicht. Herr Meier, vergeht's gut, die Donation-Sperre wird erweitert auf eine Dreiviertelstunde, weil jetzt komme ich mal so langsam, wenn es mal ein bisschen ruhiger ist, gehen wir mal zum Schmerzen, ja? Zum Schmerzen. Der Pöllerbauer schreibt Black Metal, ja, nicht wirklich so. Was, ich mag einen soliden Metal, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Ich sagt euch Alter Bridge, so, Miles Kennedy, der Typ kann singen, dass dein Schädel zerreißt, der geht momentan auf Tour mit dem Slash. Slash soll da jeder kennen, der sich mit Musik interessiert und Miles Kennedy, seine hauseigene Band, auf gut Deutsch gesagt, ist Alter Bridge. Taugt man ohne Ende, da ist eigentlich fast jetzt wird gut. Auf fast jeder CD. Das ist ganz selten sowas. Dann der Kreiger Alex schreibt Tool, Fragezeichen. Ja, Tool ist eine meiner Lieblingsbands. Ich glaube, dass ich von dieser Band jedes T-Shirt besitze, das es gibt und jedes Album besitze, das es gibt und ich glaube, jedes Lied auswendig kann. Wer von sich behauptet, dass er sich mit Musik befasst und sich jetzt gerade fragt, was ist Tool? Dann mach sofort meinen Stream aus und such auf YouTube nach Tool. Ja? Und merkt ihr meine Worte? Der Einstieg in Tool, das zu hören, ist schwierig. Sehr schwierig. Am Anfang denkst du so, what the fuck, wer hört denn das so? Auf der anderen Seite, wenn du das dann eine Zeit tust, ja, und ich dachte mal raten, fang mit dem Let Trollers Album an. Ja? Das Original vergesst wieder nur Metal, Leute. Was da los ist, wer da gespielt und wo ist die Putzfrau? Hier ist so ruhig. Die grobten Rudi aus. Was? Entschuldigung, der ist mir ausgerutscht. Andy, vergesst gut. Schau dir mal Isle of Man TT oder MotoGP oder dann hast du was Interessantes. Ich weiß nicht, was Isle of Man TT oder MotoGP heißt, so nach Motorrad fahren und da habe ich wirklich. Aber nix. Ein Donation Alert, die leider nicht funktioniert. Tut mir leid. Nochmal. Merci leid für eine Donation. Das ist genug für heute. Weit als genug. So. Welches Bier von Tool? Ja, bei Tool waren wir. Befasst euch mit dem Album Lateralus. Ja, ich sprich das jetzt bloß aus, das ist wieder keiner in der Lage, das zum Schreiben. Lateralus heißt ja? Lateralus. Genauso wie man es spricht. So heißt das Album und unter anderem auch ein Lied. Kärntner Bur. Servus, grüß aus Kärnten. Hab ich mir fast gedacht. Da geht's gut, Alter. Grüß aus Landau. Merci dir. Und ja, wenn du dich mit Musik gerne befasst und gern rockige Musik hörst, also die generelle Musikrichtung, ja, hier mit E-Gitarren und mit dem Schlagzeug drin, dann empfehle ich dir, dich mit, und zwar dringend, dich mit Tool auseinanderzusetzen. Wenn du das nämlich hörst und verstanden hast irgendwann, dann findest du nichts Besseres mehr. Nie wieder. Ich grüße den Rudi aus Polen. Ich bin ein Das ist so ein Thema, da kann man. Irgendjemand wirft schon wieder mit 5 umeinander. Und ich sag's nicht. Die National Alert geht nicht. Jetzt muss ich da aufmachen, weil sonst geht wieder nichts. Sonst geht wieder nichts. Leid, Moment. Der Overpro-ID fragt mich, Birger, hast du Kinder? Ich bin vielleicht verantwortungslos. Aber ich bin kein verantwortungsloser Bastard. Nein, hab ich nicht. Das ist auch gut so. Das ist gut so. So, wo waren wir jetzt da? Recent Events. Wir haben jetzt da wieder mit dem 5 angeschmissen. Grüezi fix. Der Fanzl. Wer denn sonst? Genug niemals. Du saufst doch halt. Ich weiß nicht. Also so eine mangelhafte Rechtschreibung hast du dir nicht noch nie an den Tag gelegt. Du bist doch voll, mein Freund. Merci dir. Herr Geibe für Birger, warum ist denn der Justin noch da? Wer ist denn der Justin? Übrigens ballert der Pfanzl dir sein Krankengeld. Mann, Alter, nimmt er doch der Krankengeld und kauft da ein Halbi und weiß ich nicht, aber du irgendwas anderes damit, ich weiß auch nicht. Merci dir, merci. Und eine Runde gute Besserung für den Pfanzl. Herr Gnädelfriedhof,
Am Wochenende am Manowar-Konzert gewesen. Ja, das ist mir zu Oldschool-Rock. Mit dem kann ich nichts anfangen. Der Blätschmerz wird immer noch von einem Kilo jetzt tun. Grüß mal die Bianca, die kleine Nudel. Bianca, die kleine Nudel! Ich glaube, das war so eine indirekte Message vom Herrn Tyrantenhexer. So, Bianca, ich habe eine Nudel! Nicht blöd. Merci dir. So. Was hältst denn du eigentlich von The Witcher 3 zum Streamer? Kastelmonster schreibt es. Soll ich dir sagen, was ich vom Witcher 3 halte? Moment. Genau das halte ich vom Witcher 3. Das halte ich übrigens, da sagt man es nicht gescheit, das halte ich übrigens von Skyrim. Das halte ich übrigens von WoW, da wird jetzt momentan so ein bisschen das Zeug ausgeschnitten. Das halte ich übrigens von Zelda und das ganz links, das halte ich von Secret of Mana. Was meines Erachtens das schönste Spiel ist auf der Welt. Ich wohne 600 Meter von dir entfernt, Haus wird gestürmt. Wie du wohnst 600 Meter von mir entfernt. Nein, du hast das einfach nicht. Also ja, du hast vielleicht schon, aber um Gottes Willen, Schnauze wieder. Sonst gibt's echt Ärger. Bürger, Justin, dein Achso, mein Mikrofon. Warum da immer noch der Justin? Ja, weil Artikel 13 durch ist. Vielleicht brauche ich das neue Mikro bald nicht mehr. Und bis dahin müssen wir ein bisschen mit dem Justin schmeicheln. Das ist was, ich bin nicht so ausschaut, aber ich bin weich. Flauschig nennen sie. Ja. Und wer es nicht gewusst hat, die Flauschigkeit einer Sache, die bemisst man übrigens in Bürger. Ja? In Bürger. Kannst zum Beispiel hergehen, ja, und das darf das nur ich beurteilen. Streich jetzt da so drüber, egal irgendwas, was irgendwie weich ist oder hart ist. So, ja, das hat 6 Bürger. 6 von 10 Bürger. Ja, und das ist schon ziemlich flauschig. Aber es ist nicht so flauschig, dass du hergehst und sagst, oh Gott, ist das flauschig! So. Die Knusprigkeit einer Sache übrigens wird in Minusbürger berechnet. Zum Beispiel, wenn du jetzt da so einen köstlichen Streifen gebratenen Speck hast, ja? Sauberen Frühstücksbacon, hauchdünn, sauber ausgebraun, das eigentlich bloß nur ein schwarzer Brocker ist. Dann gehst du her, dann tue ich den beurteilen und dann hat der -6 Bürger. Ist schon sehr knusprig, kann aber noch knuspriger sein. Ja? So Chips haben ungefähr so 6, 7 Minusbürger. Ja? Da muss ich hergehen und gehe zum Beispiel zu meiner Katz. Zum Katzbrocken. Ja, mittlerweile nicht mehr Katzbrocken, sondern Katzbrocken. Katzbrocken, weißt du? Ist ganz wichtig. Die Aussprache beim Katzbrocken ist ganz wichtig. Katzbrocken. Ja, und schaut er nämlich so und gicht mit seinem Kopf so umeinander. Das ist eigentlich ziemlich amüsant. Das würde ich euch gerne mal in einem kurzen Video zeigen, aber der lässt sich ja den Film in der Drehgamme. Und dann tust du den da so knautschen. Und dann, der gechillte 16. Hallo, moin, schönen Gruß an Nielsepp Junior, schon ausgerichtet, Bürger, grüß an Spani, Andal von mir. Was? Grüß an Spani, Andal von mir. Nochmal. Ob er mir einen schönen Gruß ausgerichtet hat oder ich ihm. Sag ich ganz ehrlich, ich weiß nicht. Vergeht's für einen Trickel war das. Ja, Herr Kreuzbot, der Bürger hast mich vermisst. Täglich. Herr Kreuzbot, täglich. So, auf alle Fälle. Wenn du dann den Mieze, den Katzbrocken, Dr. Med Katzbrocken, so am Knack knautscht. Nicht streichen, knautschen. Ja? Sanft knautschen. Mit very much Liebe. Dann kann man das so beurteilen, oh, holy shit, Alter, der hat schon einige Bürger im Knack. Dann knautscht du den so. Und dann hat der mal gepflegte 8. Wenn's den aber streichst, ja? Hier, diesen hier. Wenn's hinten an der Katze über den Arsch streitet, wenn er dann einen Arsch in den Tee hebt, ja? Das mag er, der Katzbrocken. Dann hat er da schon gepflegte 9. Okay? Lass da an Bord bis zu den Knirscheinfuchs, sonst sind es 3000 Bürger. Ja, das kann sein. Je länger das der an Bord wird, dass dann irgendwann die Skala des Bürger ins Unermessliche geht. Verstehst? So, habe ich euch wieder mal aufgeklärt, wie es läuft im Leben.
Je flauschiger, desto mehr Birger. Je knuspriger, desto weniger. Also quasi mehr Minusbirger. Verstehst? Verstehst? Oder muss ich das noch... Was ist das? Was machen wir hier? Was tun wir hier? Ja, Krusten von einem rechten Schweiner sagt, weißt schon, Krusten von einem rechten Schweiner sagt minus 10 Birger, oder? Das kommt ganz drauf an. Wenn natürlich da ein Amateur am Schweiners ist, ja? Ein Amateur am Schweiners. Ja? Ich bin auch Amateur am Schweiners. Sag ich dir, was ist. Weil wer bin ich euch zum Sagen, wie der Schweiners geht, wenn die besten Schweiners, das Plural von Schweiners, Schweiners, ist mir jetzt wurscht. Unsere Manns und vor allem Omas sind. Ja? Da bin ich ein gnadenloser Amateur am Schweiners. Hab wieder irgendein paar Geld geworfen. Grüezi fix, ich mag doch so gerne einen Blödsinn schmeißen. Depp haben 11 von 10 Birger. Ja, das kommt ganz drauf an, ob das so... Das kommt auf Depp drauf an. Die müssen nicht... Irgendwann kommt der Tag, wenn wir das mit der Biergerskala weiterführen, dass irgendwelche Tussis kommen in einem Heubrausch im Volksfest drin. Bierger, schau mal, wie viel Bierger haben meine Depp? Also, weiß ich nicht, die muss man geben. Die muss man geben, das hilft alles nichts. Die muss man geben, die kann ich nicht einfach so sagen. Weil sollte nie das ist. Ne? Das ist so eine dämliche Scheiße. Was der mir da? Lidl-Friedhof, wo mein Wanken hat, ja, ja, das beurteile ich aber ungern. Oder muss ich drüber streichen? Das kann... Welcher Musi rennt im Hintergrund? Gibt's Zur Playlist eventuell auf Spotify. Meister, vergesst wieder die 549. Was ist das für Musi da im Hintergrund? Das ist meine Musi. Das ist die Musi, die ich gemacht habe vor 4 Jahren, 3 Jahren. Ich kann da gerne mal kurz auftragen. Moment. Ausrede draußen auf das Gussen und der freiwilligen Fahrer macht mit auf der Stelle schießen. Wach jetzt hier raus! Bindet ein die Haxen blutig, saufst und der Bier blau. Wochen in die Korne blutig, schalten uns das Licht auf. Wird schon fast nicht, ob das gut wird. Und wenn nicht, dann mach ich mir ein Bier auf. Wach jetzt hier raus! Bindet ein die Haxen blutig, saufst und der Bier blau. Wochen in die Korne blutig, schalten uns das Licht auf. Wird schon fast nicht, ob das gut wird. Und wenn nicht, dann mach ich mir ein Bier auf. So, das war ja schon die Quintessenz aus dem ganzen Album, wenn man es so nennen darf. Ja, es geht eigentlich nur um Saufen und mei, der typische teilweise Battle-Rap 0815 Scheiß. Mei, damals war ich halt auch noch nicht gescheiter. Wo gibt's das? Das gibt's auf YouTube, in meinem Kanal. Ganz unten. An den Meisternamen Merci für deine 550 geht, das ist Muse. Der Black Flag schreibt, der Oberlandler Geil, Hashtag Josef Maria Erl. Black Flag schreibt, wohin fliegt eine Wolke mit Juckreiz zum Wolkenkratzer? Auf diesem Niveau haben wir da. Für alle, die zuschauen, aber sie nicht Song trauen. Willkommen in unserer Welt. This is the Internet and I am your guide. So, wo haben wir jetzt? Grüezi, fix, Mari, Holler, Stahlen. So. Birger, Depfzock, weiß ich nicht, was man das sagen soll. Ich bin unschlüssig. Musik müssen wir wieder einschalten. Moment. Sexy, Robert Gore, vor mir Horn! Endlich Wochenende! So, wieder leise dran. Versteht man mich noch. Versteht sie noch. Herr Geisel, vergesst wieder noch. Geile Scheimgewinn. Herr Böhmer, das gefällt mir natürlich narrisch. Ich mir jetzt ehrlich gesagt noch mit Nein machen. Aber weißt du, wie es ist. Keine Zeit, kein Bock, kein, weißt du. So, ich muss mal einen Schluck trinken. Das ist das Einzige, was mir nicht abgegangen ist an diesem Blätschmerz. Herr Pantel! Ich bin Hacke und so. Das tut mir. Ja, danke. Es ist ja jetzt der Herr Pantel und so. Wow, WOS Kunst, Schenes Jam PS, Last Donation für Heid. Das Ding, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Progress in WoW in deinem Zustand wahrscheinlich eher so mittelmäßig ist. Aber der Spaß, um einen Spaß geht's. Leider um einen Spaß. So, wo haben wir jetzt das Stäbchen? Can you do this? Ja, ich kann. No. Not today. Warum? Weil ich sonst mein Greenscreen kaputt mache, ist es hier. Was haben wir noch? Erstmal, let's create it. Erstmal ein haudener Schnackelbier aufgemacht. Bester Sound, wenn es aufspringt. Das stimmt. Aber das ist, das haben Bierflaschen so an sich. Das Einzige, was mir nicht abgegangen ist, an diesen Blätschmerztagen, das ist meine Sodbrennerei.
die wo ich nach einer Stunde kriege. Florian! Vergesst nicht für den Euro. Was sagst du Tabak, Schnupfer, Snoosen oder Raucher? Das würde mich interessieren. Also, Schnupfer tue ich nicht außer im Volksfest. Weil ich weiß auch nicht, weil mir hier keinen Schmeizler nicht kaufe. Ich weiß auch nicht. Ich finde dieser abseits vom grübigen Volksfest Dasitzerei irgendwie komisch, wenn nicht bei einem Jungen relativ junge Herr angerannt, bitte, ja, Polter mit dem Tennisblatt oder bitte, ich hab Zeug. Wir schauen uns jetzt nichts so. Aber vergesst für den Euro. Ich bin ja gerade mitten in einem Gespräch. So. Was waren die anderen Fragen? Ja, Schmeizler, weiß nicht, tue ich ja nicht gern. Wenn dann im Volksfest eine hat und dann hast du schon 2 Masterputzen, dann ist es wurscht und hau ich mein Schmeizler, weiß ich geil, ist aber so nicht. Dann Snooze, finde ich eigentlich total asozial, ganz ehrlich. Wenn du mit einem Snooze in der Fresse ein Weiberlein aufreißen möchtest und das nicht funktioniert, dann brauchst du dich nicht wundern. Und Raucher, mein Gott, ich habe auch geraucht, sehr lang und ziemlich krass. Ich habe am Tag, glaube ich, 8 Euro Schachtel geraucht. Da waren ziemlich viele Zigaretten drin. Und die habe ich leicht geraucht, manchmal sogar einmal 2. So an einem Wochenende, ne? Dann hast du ein bisschen Bierle, dann hast du schnell einmal eine Schachtel Zigaretten im Maul. Gleich passiert. Was ich an jedem, der raucht, sagen kann. Ich muss mich aber ein bisschen zusammenreißen, dass ich nicht permanent das Ding da in der Reißen habe, ja? Weil ich mir doch mittlerweile so ein bisschen darüber bewusst bin, wie beeinflussbar manche bei euch doch sind. Das ist jetzt nicht best gemeint. Aber das hier hat mich vom Raucher weggebracht. Ich bin ein Raucher. Und zwar mit Leichtigkeit. Mr. Bavarian! Was ist denn der Ofen, wenn er sauer Groß ist? ist der Ofen, wenn er sauer ist. Auf Eine ein dämliche 180 Scheiße! Hashtag schlechter Flachwitz. Schlechter Flach. Ja, hier gibt's einen schlechten Flachwitz. Das ist die Frage. Was ist ein schlechter Flachwitz? Ein guter. Ich weiß nicht. So, jedem, der raucht. Das ist das Einzige, was ich in meinem Leben noch einmal ändern würde. Wenn ich mich selber dabei erwische, wie ich die erste Zigaretten habe. Oder dann die folgenden Zigaretten, die mich dann anfixen. Da ich mich so grä und blau schlagen, dass ich nimmer weiß, wie ich heiße. 4 Jahre lang. Das war die dümmste Scheiße, die ich jemals angelangt habe. Und ich habe bis vor einem Jahr und 4 Monate und 8 Tage gebraucht, bis ich aufhöre. Und die Scheiße hat mich im Monat ungefähr 250 Euro gekostet. Ja, also, es ist, ich mag nicht der militante Nichtraucher sein. Die haben einen anderen und ich rauche, ich bin ungesund. Und als da ist die Leute nicht wissen. Aber insgeheim weiß ich, dass jeder Raucher ganz tief drin und jeder Raucher weiß das Kacke ist und dass er eigentlich, wenn er könnte, einfach so, da er sofort aufhören. Jeder, der länger raucht, wie ich sage jetzt mal ein halbes Jahr, der halt richtig raucht. Ja? Wenn er früher aufsteht und er sich Zigaretten anzündet, der weiß, dass er sofort aufhören würde, wenn er könnte, aber er kann nicht. Ja? Ich hab auch nicht können. Und dann kam das hier. Und dann hat es 2 Tage gedauert. Ohne Scheiß. 2 Tage. Und es war vorbei. Ich hab seitdem nicht... Okay, das ist gelungen. Ich hab seitdem eine Zigaretten angelangt. Aber da habe ich Minimum 2,5 Promille in der Fresse gehabt. Und da war der Akku da. Oder der Tankler oder sonst irgendwas. Und dann habe ich die Zigaretten in die Fresse genommen, hab angezogen und hätte fast gespimmt. Und habe mich gefragt, wie kannst du dir das antrainieren, dass du das nicht riechst und schmeckst? Brutal. Der wie war jetzt mal, wenn du Mass Effect ins Stream spielst. Ist zwar nicht mehr so neig, aber geil gespielt. Das müsst ihr mal anschauen. Mass Effect ist auch was, das habe ich selber nicht gespielt, da kann ich nicht urteilen darüber. Deswegen kann ich nicht so beurteilen, ob das wirklich was für ein Stream ist. Das müsst ihr mal anschauen. Es ist ein saugutes Spiel, ja, das steht überall. Kann ich nicht beurteilen, aber es steht überall und es ist wahrscheinlich zu Recht gefeiert ohne Ende. Mal gucken. So. Wo haben wir jetzt gerade Gewinn? Beim Rauchen, ja. Also für jeden, der raucht. Kostet mich 20 Euro im Monat. Natürlich kostet das Gerät ein wenig, aber es kostet 100er. Ja, das hat sich gleich abgezahlt. Innerhalb von 4 Wochen hat sich das abgezahlt. Und ich habe 2 Tage gebraucht. Am 3. Tag bin ich in der Früh aufgewacht. Alles war cool. Kein Verlangen nach Zigaretten, kein gar nichts. Nikotin eine, ole. Herr Kick, vergesst für den Euro. Für alle, die noch nicht rauchen und die noch nicht dampfen. Finger weg von beiden. Dankeschön. So. Ich mag keinen von euch dazu bringen, der sagt, wow, geil, der Bürger zückt an dem Ding da miteinander, das mag ich auch. Nein. Wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich das Ding auch ablegen. Aber ich kann nicht. Ja, jetzt bin ich halt nach dem süchtig. Aber es kostet halt weniger.
Und zwar ein Zehntel davon. So. Genug zum... Jetzt muss ich auch einmal anziehen. Ja, wenn ich schon einmal darüber schmerze, aber das Ding muss ich auch einmal anziehen. Es sei mir verziehen. Der Herr Rohrmoser Johannes, Bürger kommst heuer ins Open Air Weigendorf. Weißt du, was ich mir schon mal überlegt habe in Weigendorf? Dass ich da mal mit einer Unsaufbahn durchgehe. Es kann lustig werden. Es kann lustig, aber alle müssen saufen außer ich, sonst stirb ich. Safe, vergesst mich, wenn es wirklich 50 geht. Hey, was? Hä? 11 Stunden Arbeit und keine Tipps? Wie keine Tipps? Lass mir meine Man-Boobs nicht. Hast du was gegen meine Man-Boobs? Hä? Mit Tipp von Vogel kann ich da auch ohne Spey dienen. Ja? Mich würde interessieren, wie lange dass ich das machen kann, so wie lange dass man die Leute zuschaut. Herr Geilbuffet, Birger, du kannst aufhören! Hashtag Birger-Mind-Trick. Kann nicht aufhören. Kann ich nicht. Um ganz ehrlich zu sein, das da, mir jetzt weniger eindampfen können, ja, ohne dass man das irgendwie stresst, das ja, aber aufhören mag ich ehrlich gesagt nicht, weil es ehrlich gesagt, und das ist nicht lang, wenn ein Raucher sagt, seine Zigaretten schmeckt. Das ist wirklich die gelogenste Scheiße. Und das weiß jeder Raucher, jeder weiß das, dass die nicht schmeckt. Ein Scheißdreck tut's nämlich. Aber das da schmeckt tatsächlich. Es schmeckt halt natürlich, da gehen wir halt wieder die Leute, schmeckt so künstlich. Ja, das mag sein, aber es schmeckt. Ich kann es auch nicht ändern. Und es stinkt nicht, ja. Als Raucher, ich hab wirklich gemeint, ich krieg den kompletten Schlaganfall. Das war jetzt bis auf 3 Wochen, nachdem wir aufgehört haben. Also wir haben beide aufgehört. Die Bürgerin von 100 auf 0, also derer habe ich auch so eine Gerätschaft zu Weihnachten damals gekauft, vor 1,5 Jahren. Die hat das nicht mehr, keine Ahnung, und hat von heute auf morgen komplett aufgehört zum Rauchen, bis heute. Respekt übrigens, Frau Bürgerin quasi auf gut Deutsch gesagt. Ich nicht, ich habe mir das Gerät da geholt. Massi, kannst du mal ein Elmo im Hintergrund? Kost MOI an ELMO in Hintergrund, Duga. Weiß ich nicht, Moment. Feuerwehr, Volkboy, vergessen ich wieder 5. Feuerwehr, vergessen ich wieder 5. Haben eine Band aufgemacht und schreiben ein Lied. Kennen wir schon. Wir wirfen da schon wieder so viel Geld drauf. Warum wird das nicht angezeigt? Der Tassi schon wieder. Tassi! Habe dritt Bürger erstmal in der Arbeit deinen Stream gönnen und eine halbe aufmachen. In der Arbeit. Da muss natürlich, das geht doch bloß am Babo konstruiert, wird es eine halbe. Warte, ich drück noch mehr auf Resend, vielleicht zeigt man es. Louis! Vergesst nicht, Louis! Das ist ja gut jetzt. Können wir wieder Ding. Frau geht da hin! Schon lange nicht mehr gesehen. Vergesst, wenn Zwickel 29 gehen. Servus! Oh, Servus! Never forget! Hör ab in den Chat, Leute. Ab in den Chat. Hashtag Servus. Das ist übrigens die Twitter aus Dere und Servus. Der ist wirklich ein alter Insider. Ja. Dabei since the beginning, sage ich da bloß. Irgendjemand. Tassi! Vergesst für deinen Zehner. Leider Gott, es ist deine Donation nicht angezeigt worden. Und ich weiß nicht warum. Habe Drittbürger erstmal in der das Time interessiert mich, wer wieder arbeitet. Das ist mir wahrscheinlich schon mal gesagt worden, aber ich bin nur der geistig Behinderte. Es tut mir wirklich leid, aber ich bin halt einfach ein geistig Behinderter und das muss man da einmal anerkennen. Da muss man auch mal sagen, Bürger, stresst dich einmal nicht. Das ist schon okay so. Herr Herrlein, habe ich die Ehre, Bürger, alles fit? Habe ich die Ehre, Herr Herrlein, ja selbstverständlich ist bei dir alles fit. Ich meine, Chancen statzen mit dem Kleidermann schmeißen. Herr Senfgeier, habe ich in der Arbeit, freilich, ich habe einen Kühlschrank im Serverraum gestellt. Also keine Ahnung, das ist wirklich so, also in der Arbeit sauf ich nicht mehr. Tu ich nicht mehr. Also das geht einfach nicht. Geht einfach nicht. Ich sauf ja Weißbier, was da will ich jetzt? Da habe ich keine Lust mehr. Kann ich heimgehen. Kann ich aufstehen heimgehen. Dann mag ich nicht mehr. Auf der Couch, so Weißbier, der Fotzen, mag ich nicht mehr. Mag ich nicht mehr. Feuerwehr, Fall 2, du schulst meinen Zwickel, schreibt der Herr. Er hat sich nicht deppen, das ganz aus. Der Andreas fragt mich, wie alt bist du? Da haben wir ja mittlerweile seit dem letzten Stream, ne? Das habe ich so ein kleines, war immer so ein kleiner Insider, so, dass ich immer gesagt habe, irgendwas zwischen 6 und 46. Da machen wir jetzt, da ist ja schon Zelda Queen, grüß dich, die Ponya wird geil, sehr unterhaltsam. Die Ponya ist tatsächlich geil, aber in so Adventures bin ich so kotzeschlecht behindert, dass das eine ganz furchtbare Qual wird für euch. Aber mit einen Tipps und so, dass es vielleicht sogar einigermaßen zügig geht. Vielleicht probieren wir das einfach irgendwann einmal. Dankeschön für deinen Zwickel.
Mr. Max! Ich hab's schon gesehen, vergesst wieder nur Derbus und eine Serie nicht vergessen. Eine Serie? Haben wir eine Serie schon gehabt? Haben wir eine Serie erfunden? Ich glaube nicht. Kommt eine Serie nicht vom Folgerät? Nimmt der Folgerät nicht eine Serie her? Bin mir nicht sicher. Ja, geil, Wippi! Schnackel an eure Mehrserie. Kann man die denn mal in der Grahanen? Was in der was? In der Grahanen? Was in der Grahanen? Grahanen? Weiß ich nicht. Vielleicht lesen sie es gerade falsch und checkt das, wenn nicht, was das ist. In der Grahanen. Begutachten hat es geheißen. Wir bewundern. Ich weiß nicht, was du sagen willst. Ich weiß nicht, was du sagen willst. Verzeihung, falls ich da wieder irgendwas nicht kapiere, aber ich kapiere es nicht. Ist ja wurscht. Ich bin ein Rasensprecher. Leidet jetzt nicht auf. Bitte erneute Donation-Sperre. Schau Bitte, mir grad mit der ganzen Arbeit dein Steam. Oh, finden dich alle richtig cool. Dann, Hashtag bester Stream. das ist zu viel des Lobs, Mr. Barbarian. Grüß an deine Arbeitskollegen, die wahrscheinlich gerade rundum stehen. Habe ich dort ebenste Bürger und ihr habt wirklich einen schönen Abendunterhaltungsgeschmack. Hashtag aus geldgeiler Wichser wird Hashtag arroganter Wichser. Ne? Hashtag abgehobener Huren. Habe Dritteli. Oh, das darf man auch niemals vergessen. Der Dervus und der Habe Dritteli. Das ist meine also für meine, unsere, Entschuldigung, unsere, ohne euch war das nie zustande gekommen. Das sind unsere größten Errungenschaften. Hand definitiv Habe Dritteli und der Schnacksolotl ist auch ganz weit vorn. Der Schnacksolotl ist wirklich verdammt weit vorn. Da kannst du sagen, Massi! Oh. An ELMO bitte als Hintergrund. Donation-Sperre. Massi, vergeht's gut für den Fünfer. Meister, vergeht's gut. Donation-Sperre bis eine Stunde und ein Viertel, Minimum. Der pflanzt schon wieder. Warum werden deine Donations nicht angezeigt? Das nervt mich. Es tut mir so leid. Bilger, du Födepp, Agrach, Ane, Lederwix. Grauhane! Wieso, wer sagt denn Grauhane? Seid's ehrlich. Nicht unter How-to-Lederhosen. Da die jetzt am lieben durchscrollen nicht einer auf diesem Planeten. Du bist noch nie ausgegangen und hast gesagt, oh, du da sauber die Grauhane an. Höchstmeere, oder Sterne, oder du sauber die Grauhane, oder was? Die. Oh, kein Preisen Grauhane. Das müsstet ihr ja fast in How-to-Lederhosen 2 mit aufnehmen. Dann. Auch genannt Lederwichser, das ist mir schon klar. Aber niemand sagt das. Aus geldgeiler Wichser wird übrigens abkommender Huren. So. Das ist ja dann, der ist ja total gut. How-to-Lederhosen kann ich, alte F4. Herr Pfanzels. Könnten Sie jetzt bitte schön aufhören, mit 50 € anzuschmeißen? Was mittlerweile wahrscheinlich schon wieder 150 sind, oder was weiß ich? Ich weiß es auch nicht, ich mag schon gar nichts mehr sagen. So, der Massi wollte einen Elmo. Ne, kriegt jetzt einen Elmo. Scheißegal, wie viel Geld das jetzt kaufen, wie die 6 nicht. Jetzt warte mal, such mal einen China-Elmo. Ich mag einen China-Elmo. Wo ist der Elmo? Oh, da habe ich einen Special. Na, doch nicht. Der ist so klar. Wissen überhaupt alle, wer der Elmo ist? Meister! In Österreich ist es ein Lederkrochen. Ein Lederkrochen? Ernsthaft? Ist das für euch der gängigste Begriff für ihre Lederhosen? Ich sage noch nicht einmal, dass Lederwichs der gängigste Begriff ist. Aber Lederhosen, das ist ja, da steht 99% sagen Lederhosen. Nur kein Menschen habe ich in meinem Leben gehört, der Grauhane sagt. Mir geht ein Schnackselotl und ein Haumdauer. Einen Haumdauer habe ich mittlerweile tatsächlich aus der Liste ausgelöscht. Ich kann ihn nicht mehr einblenden. Schnackselotl ist das hinten. Ist da irgendwas, was keiner sehen darf? Moment, nein. Sagt man Schnackselotl hinterm Glurak? Sagt man? Ich glaube schon. Ja, da ist ein Paulaner später gestanden. So, da ist er! Elmo! Tu mir einen Elmo her. Her mit dem Elmo. So, Elmo. Elmo. Kann man auch so verstehen. Elmo. Elmo. So, oh, das ist aber winzig. Aber ein kleiner Elmo. Das ist aber ein kleiner Elmo, gell? Ja, aber der Elmo ist ein netter Kerl. Ein netter Kerl, der Elmo. Und dann kann man mal zeigen, ne? So. Streamen wir ein bisschen zu. Elmo, Birger. Elmo, Birger. Habe Trippeli, ich bin's der Birger. Servus, er ist der Elmo. Guter Mann.
Guter Mann, kann was. Kein Amateur am Schnitzel. Der Herr Geibefel schreibt, und schon haben wir einen Rundumschmerz ausgelöst. So, wo haben wir uns? Sechstes, der Arsch ist ehrlich, sagt, nein, wir sagen normal gerade Lederhosen. Ja, Lederhosen, sagen ja schon die wenigsten Leute Lederwichs. Ja, keiner sagt, oh, da haben wir neue Lederwichs gekauft. Weil jeder sagt ganz normal, servus, sie haben mir neue Lederhosen gekauft. Bürger, was mit dem Landwirtschaftssimulator 2019 das doch ins Land auch geil passen. Irgendwann kommt der Tag, an dem ich wirklich einen Landwirtschaftssimulator ausbaue. Ja? Irgendwann kommt er. Irgendwann kommt der Tag. Irgendwann kommt der Tag. Irgendwann. Ich kann nicht sagen wann, aber irgendwann kommt der Tag, wo man Landwirtschaftssimulator 2019 spielt. Vielleicht kommt aber auch der Tag, an dem man einen Landwirtschaftssimulator 2020 spielt. Wir wissen nur nicht wann. Wir wissen nur nicht wann. Das kann morgen sein. Das kann Dekaden dauern. Dekaden. Urmodern. So. Jetzt ziehen wir mal an meiner E-Pip. Wenn wir sonst nichts zu tun haben. Kathi fragt zum Beispiel schon wieder, sag, wie alt bist du? Dann musst du How to Birger anschauen. Dann weißt du, wie alt das ist. Ansonsten bin ich irgendwas zwischen 6 und 46. Eberl! Bringst an mir einen Wader mal mit. Darum schenk und haben. Special Greets an den Flo. Bester Azubi ever. Sag schon überlegt, wie lange das ist eigentlich schon wieder hier. Wo haben wir jetzt da stehen? Wie hast du jetzt den Kosten? Moment einmal, der Eberl. Sagst du mir einen Warder einen schönen Grüß. Sagst du mir einen schönen Grüß, ich muss mal wieder kommen jetzt hier zum Halbeneis-Saufen in Shell. Zum Halbeneis-Saufen in dummer Shell. Squash, 1, 2, 2. Elmo? Wie? Elmo? Fragezeichen. Du weißt nicht, wer der Elmo ist. Ist der Elmo? Du weißt nicht, wo der her ist. Puh. Also entweder noch keine Kindheit gehabt oder eine fragwürdige Kindheit gehabt, wenn man nicht weiß, wer der Elmo ist. Ja? Elmo ist brutal. Der Beni schreibt, mach einmal How to deine Insider. Also ich meine, wo die alle herkommen, wenn man noch nicht so lange dabei ist. Wie zum Beispiel Franziska. Das ist eigentlich für gar keine so eine blöde Idee. Mr. Beni R., das werde ich mir nach diesem Stream aufschreiben. Das ist gar keine dumme Idee. Herr Herrlein, Christoph Straubing, was spielst du noch dieses Jahr? Hallo Herr Herrlein, das ist eigentlich mal ein schönes Thema, über das man tatsächlich einmal schmerzen kann. Christian Alle, jetzt reißt euch einmal wieder zusammen. Braune Scheiße wird nicht geduldet. Wo haben wir denn braune Scheiße? Haben wir braune Scheiße oder ich lese nichts von brauner Scheiße? Haben wir das tatsächlich? Haben wir das irgendwo? Echt jetzt? Ernsthaft? Was soll, aber keine Ahnung. Ja, an dieser Stelle möchte ich jedem mal ganz kurz darauf hinweisen, dass wir in alle unsere Plattformen Moderatoren haben. Und die fackeln nicht lang. Keine Ahnung, die werden nicht lang umeinander. Die haben Leute schon Band wegen weit weniger. Louis, vergesst nicht wieder den Euro. Letztes Mal hat einer nach dem Vollbier-Patch gefragt. Meinst du, das ging tatsächlich? Nach dem Patch, du meinst tatsächlich für die Kutten. Das Problem ist, Herr Geibefehl, solange die Frage der Alert funktioniert. Tut mir leid, du hast nicht auf meine Frage geantwortet. Kann man die mal in der Ledernen singen? Topless geht auch, Weiberwissen. Da dem Image, dass wir mir alle immer nur Lederhosen haben und so weiter, keine Sekunde frönen möchte, ja, und mich darin suhlen möchte, wird mir niemals jemand in der Lederwichs sehen. Niemals. Squash 1, 3, 3, Hauptsache man treibt den Blutdruck. Merci. Mein wird irgendwas, was immer wie in der Ton kommt. Schmeißt. Das letzte Hype fürs Monat. So, jetzt muss ich muss das jetzt irgendwie einblenden, weil sonst stirb ich an einem schlechten Gewissen oder ich weiß auch nicht, wie ich sonst sagen soll. Der Elmo ist locker 8 Bilder auf der Skala Hashtag Geldgeiler Wichser. So. Und wenn ich euch jetzt sage, dass die Donation, die keiner gesehen hat, ebenfalls ein 100er war. Was soll ich so sagen dazu?
Leute. Ich hab gerade innerhalb von einer Sekunde. Ich hab gerade innerhalb von 5 Sekunden 201 Euro gekriegt. Herr Pfanzelt, ich werde jetzt alles tun, dass ich das dann noch mehr einblende. Ich weiß aber nicht, wie es da soll. Moment. Ich weiß nicht. Herr Pfanzl, das tut mir so leid. Das letzte Hype fürs Monat. Wieso glaube ich dir das nicht? Was ist denn jetzt hier? Ja, ich hab 2 mitgehabt, Verzeihung. Ja, den Sound. Der ist nur für euch. Das letzte Hype fürs Monat. Herr Pfanzl, warum glaube ich dir das nicht? Und Daisy Junior mit D vorhin drauf, bin jetzt kurz verwirrt. Es gibt der T, es gibt der D, es gibt. Leider ohne Sch. Nur für alle, die jetzt wieder einen kompletten Schlaganfall kriegen. Das waren jetzt nicht 300 Euro, es waren insgesamt mit Sicherheit 300 Euro, aber von den 2 Personen gerade einmal 100 und einmal 101 Euro. Und ich sitze immer noch da. Das haben wir schon mal gehabt, Leute. Das haben wir schon mal gehabt. Aber wie sollst du darauf reagieren? Wie sollst du darauf reagieren? Was sollst du jetzt da sagen dazu? Ich mag mich jetzt einfach einmal ohne mich da irgendwie, weiß ich nicht, selber loben oder sonst irgendwas, was weiß ich, dass man normalerweise zu egal was, immer irgendwas einfällt. Immer, ja? Immer. Fällt mir zu irgendwas immer irgendein Blödsinn ein. Immer. Aber da schaltet man halt einfach das Hirn aus. Wobei es eigentlich nicht mehr passieren darf, weil das haben wir ja schon einmal geholt. Daisy Junior und der ganze Daisy und Massi und Tschüss mich tot klein und was, alle eigentlich. Alle, wie es hier da sind. Das ist so ein richtig übles, zweischneidiges Schwert. Ich weiß nicht, wie ich das anders erklären soll. Ich versuche so offen und ehrlich und nicht irgendwie, weiß ich nicht, jetzt irgendeinen Scheiß zu erklären, den sowieso, den quasi hören wollt oder sonst irgendwas. Was Tanga Manga Mongoloise. Was ist Statement zum Alois? Hashtag Tanga Statement Manga. zum Alois. Hashtag Tanga Manga Mongolois. Ich weiß nicht, was man das sagen. Hört's auf jetzt mit einer Donation, weil ich einen Vogel gekriegt. Der zweite Doppel-0 ist für den Elmo. Merci, Herr Geiböffel. So. Bitte reden wir über was anderes als Geld. Red Lady, schön gesagt, ist richtig. Allerdings ist das zweischneidige Schwert. 100-mal schon erklärt. Natürlich, Freunde, ja, vielen herzlichen Dank an den Dazi, Matzi, Tazi, Junior, Senior, Clan, sowieso an alle. Übrigens, ja, das soll nicht heißen, dass nur die Leute, die mit 100 einmal angeschmissen schmeißen, dass ich zu denen Danke sage. Und an den Herrn Pfanzl, ja. Es ist schon ziemlich lange jetzt so, dass das fällt so übel krass auf. Und ist jetzt dann freue mich natürlich, ich weiß auf der anderen Seite aber nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich freue mich, vielen herzlichen Dank. Ich weiß nicht, was ich sagen soll dazu. Da gibt es nichts zum Sagen dazu. Das ist mir zu krass. Aber ihr könnt euch selber einen Gefallen tun und nehmt das halt einfach und kauft euch halt wenigstens irgendwas im Shop. Da kriegt ihr 4 T-Shirts dafür. Oder 2 Pullis und ein T-Shirt. Oder was weiß ich, mit einer Aktion 5. Ha! Geil! Merci dir. Puh. Das Squash donated und irgendwie haben meine Donations kaputt und der Alerts funktionieren nicht so, wie es sollen. Das nervt mich auch nicht. Es gibt blöde Leute, die Leute für so einen Streamer gut schicken, der eigentlich nur blöd in die Kamera einschaut. Ich erkenne die Ironie, Herr Squash. Herr Senfgeier, Zirkel, vergesst, manche Leute werfen im Streamer mit weniger Geld umeinander. Hoffentlich zirkt er sie jetzt nicht aus.
So, das hast du jetzt davon. Ich bin ein Rasen. Leid, es reicht jetzt. Tangamangamanga Statement zum Statement DJ zum Huber. Dia Purba, Ich weiß nicht, wer der Hashtag DJ Huber ist. Tanga Ich glaube, im Umkreis von 100 Kilometer gibt es 4.500 DJ Huber. Ich weiß nicht. Merci dir. So. Nochmal, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ihr wisst ganz, ich brauche nicht darum schmerzen, ihr wisst ganz genau, es bedeutet mir sehr, sehr, sehr viel, dass so viele Leute zuschauen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer immer nur wieder danke, 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 danke. Für alle, die gerade fragen, wird zum Beispiel der Herr Eisenreich, wann kannst du wieder zocken? Ich kann immer zocken, aber heute machen wir mal einen Blätschmerz-Montag, weil wir das schon seit 2,5 Monaten nicht mehr da haben. Und überhaupt, und so ist es. Ist das was? Ist das was? Freut mich auch mal wieder. Das Einzige, was mir nicht abgegangen ist, sprichwörtlich, ja, ist meine Sodbrennerei. Deswegen werden wir wahrscheinlich ein Tupferl unter 2 Stunden aufhören müssen, weil ich jetzt schon wieder so viel Hals habe und mir die ganze Zeit der Scheißdreck rauskommt. Aber das kriegen wir schon hin. Dann nehmen wir mal noch einen Schluckerl. Jetzt war so. Was habe ich da eigentlich? Blueberry Raspberry Energy Drink. Ja, schmeckt halt Popsies, was auch sonst. So, voll. Haben wir Band? Schreiben wir lieber. Hast vorher schon geschrieben. Ich bin gespannt. Oder was war das eine Frage? Ich weiß es nicht. Das ist keine Frage, wieso wurscht. So. Kann man jetzt aufhören? Also nicht mit Streamen natürlich, sondern mit dem Geld. Toll. Was kann man noch für Spiele spielen in Zukunft? Momentan sitzt man ja an Tomb Raider, beziehungsweise Shadow of the Tomb Raider. Ich bin bis jetzt ist Tomb Raider wirklich lustig, aber ich hätte gern immer ein zweites Spiel dabei, um da ein bisschen die Abwechslung zu wahren. Ja? Wir können gerne als zweites Spiel Blätschmerz machen, der muss allerdings ein bisschen kürzer als 2 Stunden sein, weil konstant der Hinschmerzen und so weiter, ich kriege jetzt schon wieder Halsweh ohne Ende. Hey, Mob mich. Ich hätte Mob-Dieb. Das ist automatisch, tut man sich davor. Habe ich dir als Österreich? Ich bin übrigens der Arsch. Du bist der Arsch. Vergesst wieder neue und Special. Du bist noch Österreich. So, Minecraft. Das soll man wirklich Minecraft spielen mit der jetzt. Also Minecraft, Fortnite und was noch. Eigentlich auch der Verzeihung. Eigentlich auch der Landwirtschaftssimulator. Eigentlich auch der Landwirtschaftssimulator. Haben hier nichts verloren. Mr. Max, hey Chef, nicht schimpfen, die Sodbrennen kommt vom Energy. Nein, kommt's nicht. Ich hab früher auch nie ein Energy vor die Streams drin und hab da schon Sodbrennen können. Ich bin Immer ein schon. Rasen. Das hab ich schon immer, wenn ich so früh an einem Stück schmeiß. Gibt's am Mittwoch wieder einen Zockstream? Jawohl! Und am Mittwoch geht's auf alle Fälle weiter mit Tomb Raider. Mr. Bavarian vergeht's gut nochmal. Für einen Twitter. Overwatch, weil ich für Overwatch da bin. Happy Wheels kann ganz lustig sein. Happy Wheels kann man mal probieren. Minecraft auf Sky Guy Server. Wer ist das Sky Guy? Also ich befasse mich ja null mit der Scheiße. Ganz ehrlich, Minecraft habe ich gespielt, wie es rausgekommen ist. Hab's ganz witzig gefunden. Ja, ich verstehe den Erfolg. Aber dass das heute immer noch gespielt Statement ist. zum schönen Rama-Bier. Hashtag Tangamanga-Mongolois. Tangamanga-Mongolois. Ich hätte so gern den Hintergrund zu dem Tangamanga-Mongolois wissen. Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Fortnite wird nicht gespielt. Sag doch Rainbow Six Siege. Ja, das ist alles ein skillbasiertes Zeug. Ja? Damit laufe ich Gefahr, dass wieder Leute da sind, die dann so bitte schlägt, bitte. Das verbreitet Unmut und da habe ich keinen Bock drauf. Ja? Dann haben wieder 100 Leute, 100 Mal besser wie ich im Chat. Und wenn man einer dann in die Fresse ballert, dann trennt es daheim umeinander. Herr Panzel! Dann spare ich mir das Tattoo. Ruhig. Jetzt zu der Zeit. Der Herr Vollgerät! Du bist aber nicht der echte Vollgerät. Du bist der echte Vollgerät, glaube ich nicht. Geschmeidiges Grüßerl in dein Gesicht. Ja, ich kann's anhand von der Schreibweise. Das ist nicht. Jetzt wird nicht mehr deine Donation noch sagen, das glaubt mir wieder keiner. Jetzt warte mal. Drehen wir wieder auf. Irgendwann wird schon gezeigt. Eine jetzt da. Eine mit der Donation. Ist das der echte Vollgerät? Kann ich fast nicht. Der Birko! Hab ich Dritteli! Spul doch Metro Exodus. Hab ich schon durch. Hab ich privat weitergespielt. Das hätte man echt streamen können. Das Spiel war wahnsinnig gut. Das war wirklich wahnsinnig gut. Aber der Anfang hat einfach nicht in den Stream passt. Da war ich entweder überfordert oder was. Smurfan! Geschmackvolle Donation. Hast du doch. Super Mods. Hashtag.
Der Piranha, jetzt weiß ich nicht. Merci. Was ist jetzt da mit Herrn Vollgerät? Mag der Herr Vollgerät, falls er da ist, mal bitte in den Twitch-Chat eine ballern, ob er der Vollgerät, den ich auch kenne. Und kann die bitte mehr aufhören, Hochdeutsch zum Reden? Ja, gut, kann ich machen. Herrlein, Far Cry-Serie, weil es geil ist. Wen dann's Fünfer? Das darf mich interessieren. Ja, vielleicht. Ich muss jetzt zuerst das Fünfer nachholen und dann New Dawn. Kommt jetzt bitte die Vollgerät-Donation da hergeben. Wieso donatet mir eigentlich ein Vollgerät? Wo haben wir jetzt gekommen? Ich bin ein Rasensprenger. Hört einfach nicht auf, halt. Tangamanga ist entstanden. Wer hätte das gedacht? Entstanden im FUI-Suf, weil er dick ist und mir uns er mit an. Tanga-Walk steigt im Hashtag Tangamanga-Mongolois. Tangamanga-Mongolois. Welcher Lois? Von welchem Alois ritzen hier eigentlich? Ich check's überhaupt nicht. Ja, müsste ich auf der Konsole streamen. Vielleicht, ich sag's euch, wie es ist, vielleicht kaufe ich mir wirklich irgendwann, so oft am Wochenende erstmal mehr für den Zirkel, Donation-Sperre jetzt. Bitte, ihr habt selber gesehen, das saubert's Face heute schon wieder. Eiki. An Esslöffel Natron und drauf an Schluck Wasser. Down am Mollkoppen und so brennen ist weg, Raute Poröpsa. Der Vollgerät hat hiermit die absolutäre Erlaubnis, den Chat voll zu spammen, weil ich mich offensichtlich auf nichts hier konzentrieren kann. Auf nichts. Leute, ich gebe euch jetzt halt noch genau 2 Minuten 50 Sekunden, dann schaltet Donations aus, weil es halt einfach schon wieder krass eskaliert und so können wir uns dann am Schluss einmal in Ruhe unterhalten. Das war voll geil. Ja? Grüß an dem Vollgerät im Chat. Tangamanga entstanden im Voice-Off. Ja, wer hätte das gedacht? Red Lady mag wissen, was du dir am liebsten in dein Fressbrett reinhaust. Weiß ich nicht, deine eigene Faust. Nein, natürlich nicht. Essen mirst wahrscheinlich mal. Mein Lieblingsessen. Mein Lieblingsessen ist tatsächlich Schweiners von der Mann. Mit Semmelmehl, Sauerkraut, bombengeil. Bürger Amazon sucht einen, der wo der Alexa Boris beibringt, da gab's keinen besseren. Ist es ernst oder was? Nein, nicht wirklich. Herr Gamsbühr, vergesst ihr wieder, nee, die sucht nicht wirklich jemanden. Die suchen nicht wirklich jemanden, dem die Boris beibringt, glaube ich nicht. Nur dazu muss ich auch ganz ehrlich zugeben, ich bin nicht so bewandert in allen Dialektrichtungen, die wir in Bayern haben. Ja? Ich kann zum Beispiel keinen Franken imitieren oder sonst irgendwas. Darum bin ich nicht dafür geeignet, der Scheißmaschine Borisch zu lernen. Niederborisch? Ja, das war der echte Vollgerät. Was ist mit Until Dawn? Das ist ebenfalls Konsole. Das war der echte, er ist doch immer noch da, ist er nicht mehr da? Herr Vollgerät! Greets! Special Greets und Merci. So. Konsole. Was ist denn los mit dir? With the Gaming! With the! Okay, der ewig, da heißt es With Gaming. Ich merke aber die Entstehungsgeschichten von diesen Namen, das mich interessieren. Wir kommen her, dann muss ich mir einen neuen Account machen, nämlich With the Gaming. Die mehr die Hintergrundgeschichte wissen. Aber, Herr With the Gaming! Vergesst gerade für deine Mitgliedschaft. Ich bin ein Rasensprenger. Herr Squash! Dass der Zehner voll ist, aber ein Milgnil. Milgnil! Gnell! Ohne Ds. Das D geht da unter. Milgnil! So. Vergesst für eine 512, beziehungsweise vergesst für den 10er ist gut. Hättest du jetzt auf. Herr Geibiffi, welchen Dialekt magst du nach unserem? Ein Österreicher Dialekt. Straight ein Österreicher Dialekt. Ohne Scheiß. Vergisst Franzosentussis. Ne? Da wo ich sonst immer fest davon überzeugt war, die wenigstens Maul aufmacht und 5 Wörter sagt, man hat's 14 Schwanz im Maul gehabt. Egal was sie sagt. Ich bin ein Aber Österreicherin, wenn sie richtig geil Österreicher Dialekt Krankenhaus, wenn schon Netflix kannst, dann wenig SDNs an Bürger sein Stream. Auf meine Streams wickst du so dermaßen geil, oder? Da geht's hier ganz anders. Also hier Finger im Po, Mexiko und dann hier ab Mütze Glatze. Aber sowas von Mütze Glatze. Merci für deinen Fünfer. Da schau ich erstmal, du sitzt im Krankenhaus, Alter, gute Besserung, genauso wie der Herr Pfanzl. Mal gute Besserung, Hashtag gute Besserung an Schauer und gute Besserung Mr. Pfanzl. Vollgerät-Abo ist da. Was? Vollgerät-Abo ist da? Ja, also das bin ich nicht bewusst.
falls er das bei mir da lassen. Weiß ich nicht. Darüber bin ich mir bewusst, dass er das da lassen. Mir geht's eigentlich, wo ich gerne mal mit einem Herrn Vollgerät unterhalten, da das, wie er das handhabt in Zukunft mit Artikel 13. Den seine Meinung darf mich mal interessieren, weil sein ganzer Kanal basiert ja wirklich auf, nicht falsch verstehe, was ich jetzt gleich sage, ich hab's ja genau so gemacht, auf geklautem Filmmaterial, das dann neu vertont wird. Ja? Und das funktioniert ja dann in Zukunft überhaupt nicht mehr. Also du hast wahrscheinlich überhaupt keine Chance mehr. Das ist halt wirklich, das bricht halt tatsächlich das Knack, wahrscheinlich. Nicht am Vollgerät, aber wenn jetzt das kann ich mir vorstellen, dass das nicht so geil ankommt. Mit dieser Artikel 13 Kacke beim Vollgerät. Das kommt ja bei mir schon nicht gut an. Ja? Und jetzt mache ich doch teilweise ein bisschen andere Sachen und mache das mit den Synchros nicht mehr. Da haben wir kurz mal hin und her kommentiert. Unter deinem letzten Dings da, wo ich drunter geschrieben habe, das ist der Grund, warum ich keine Synchros mehr mache. da wo das South-Dingsbums da spritzt. Ja, so sieht's aus. Ja, da bin ich gespannt, was es in 1,5 Jahren wird. Der Baumgartner schreibt, nein, ich hab ihn aber nicht. Ja, wahrscheinlich 80% oder 90% der Hörerinnen werden am Vollgerät abonniert haben und mich. Nehme ich mal an. Wenn man das nämlich so nimmt, sind wir, glaube ich, die größten Mundart-Kanäle, die es gibt auf YouTube. Wenn man Harry G. weglässt. Gibt es sonst noch andere, weiß man das? Gibt es noch andere YouTube-Kanäle und rein YouTube-Kanäle, ja, mit rein Mundart. Und zwar 100% Mundart. Die bei uns in Bayern, ja, Österreich mehr ausgenommen, die größer sind. Da ist der Erfolg. Wir werden jetzt am Kanal wahrscheinlich zerreißen, aber bis. Aber ich kenne eine leibende Österreicherin, die schmerzt der Grübe steirisch, das hat dir gefallen. Das glaube ich sehr gern. Da kann ich sofort hier. Warte, wie geht's? So. Kennt jemand diese Position? Kennst du die? Kennt die? Ja. Fragwürdig, wenn es Frauen kennen, aber ist wurscht. Die Frage ist, wenn ein Vollgerät schreibt, oder ich hatte ja schon hochgehört, jetzt pass auf, mir wird den Kanal wahrscheinlich zerreißen, aber bis dahin passt schon, mitnehmen, was geht. Mache ich wahrscheinlich genauso. Was mir, Mr. Top Me, vergessen wir, meinst du mit dem Österreicher Dialekt so mit Kr, also so Tiroler? Ja, das ist was, ich kenne die Dialekte bei uns schon nicht hundertprozentig und konnte nachmachen. Eine Dialekte schon gleich 5-mal nicht. Dann müsste ich mir jetzt irgendwas anschauen mit verschiedenen Dialekten, dann kann ich da sagen, ja genau den. Das ist der allergeilste. Mir wird den Kanal wahrscheinlich zerreißen bis zum bitteren End. Ja, was soll ich sonst machen? Also keine Ahnung. Also ich werde mir wahrscheinlich auch blühen. Sag ich dir ganz ehrlich. Was mich immer interessiert, da hat noch keiner darüber geredet. Was passiert eigentlich mit den Videos, die schon online sind? Werden die auch noch mal gefiltert? Ja, wer soll das denn rechnen? Wer soll denn alle bisherigen Videos nehmen und das berechnen, ob das urheberrechtsgeschützt ist oder nicht? Ja, ich mache jetzt auch nicht wie jeder zweite und eigentlich schon fast jeder mehr wie jeder zweite YouTuber. Ja, Artikel 13 hier, Artikel 13 da. Ja, da gehen wir alle auf die Demo. Ja, dann spielen sie Techno-Musik, diese Volltrotteln, muss ich schon fast sagen. Läuft bei mir auch 30, jetzt gehen wir zurück. Latenfahrer, Oberpfälzer Dialekt. Der Latenfahrer ist ähnlich wie ein Vollgerät. Der Vollgerät ist auf beiden Seiten riesengroß, um ehrlich zu sein. Der Vollgerät-Mann hat, ich hab schon, scheint über mein Haupt, ich habe schon lange nicht mehr geschaut, aber hat auch irgendwo zwischen einer Viertelmillion und 300.000 Facebook-Personen. Und der Datenfahrer auch, glaube ich. Oder hat er mittlerweile schon, kratzt er schon an die halbe Million. Moment, da muss ich jetzt einmal kurz schauen. Sekunde, Kinder, da muss ich jetzt einmal kurz schauen. Also der Datenfahrer ist wirklich ein Phänomen. Also das ist, keine Ahnung, das ist ein Ausnahmezustand, der Typ. Ja, 306.000 auf Facebook. Attenfahrer, macht er eigentlich was auf Facebook, auf YouTube? Attenfahrer 15.000 auf YouTube. Ja gut, er kümmert sich halt wahrscheinlich nicht um YouTube. Keine Ahnung. Beim Vollgerät ist es ja ähnlich. Allerdings hat er weit mehr auf YouTube natürlich. Jetzt warten wir, Vollgerät. 262.000 auf Facebook. Respekt übrigens an dieser Stelle. Aber da kann ich nur dazu sagen, zur richtigen Zeit, mit der richtigen Art von Video, an der richtigen Stelle. Nicht schlecht. Und auf YouTube bin ich, glaube ich, total vor dir. Ich glaube, du hast 63 oder 64.000 und ich bin bei 67 oder sonst was. Das ist ja vollkommen wurscht. Aber gibt es noch andere Mundart-YouTube-Kanäle, die größer sind wie mir? Das darf mich interessieren. Das würde mich interessieren.
Der Herr Bavaria, nicht zu vergessen, der Herr Bavaria-Blogger, Thumbs Up, auch sehr guter Mundart-Kanal, das ist richtig, der Herr Bavaria-Blogger auch. Junger Kerl, mocht, ja, How-To's mocht er nicht unbedingt, aber irgendwie ja schon. Ja, einfach eine eigene Art. Der Poppy, Herr Stadler, gut gemacht. Moment, da müssen wir schauen. Der Poppy, wo ist der Poppy? Was macht denn der Poppy? Poppy hat auch, in Anführungsstrichen jetzt, ja, bloß 10.500. Wie auf Facebook. Facebook interessiert mich eigentlich gar nicht. Ja, Panzl, Biergeist, die Grüße von Fröhlich Andreas, der ist spät sich vom Leberkastkropfen, schmeckt interessant. Ach, ja, Special Greets zurück, ich weiß schon, wenn's meinst. Two in the pink, one. Es war so klar, dass das Kind. Two in the pink, one in the stink. Aha, yeah. So. Wo haben wir stehen beim Poppy? Ist das ja, was mich mal so interessieren hat, ist, muss er jetzt natürlich da nicht beantworten, das darf mich aber tatsächlich interessieren. Wie hat der Vollgerät das, oder wie hast du der Vollgerät das, du bist zuerst auf Facebook groß geworden, oder? Und dann auf YouTube. Oder hast du zuerst mit YouTube angefangen und dann auf Facebook? Das darf mich einfach interessieren, keine Ahnung. So unterhalten wäre mir vielleicht nicht schlecht. Das darf mich einfach interessieren. Das darf mich einfach interessieren. Der PvP-Box schreibt, der Heider und der CEO, ja, beides sind Bayern, aber ganz bestimmt keine bayerischen Kanäle. Sondern genauso die typischen, Da werde ich so matt, Alter. Flo, vergelten Sie Gott, gib mir mal Matt. Du kommst vorbei, kriegst du Matt. Ein Kilo Matt, Alter. Der Harry G., aber der ist ein bisschen vom Bayerischen weg. Deswegen sage ich, 100%ige Mundart-Kanäle. Ein Heider ist kein 100%iger Mundart-Kanal. Er benutzt das Bayerische als Stilmittel, ist auch vollkommen in Ordnung. Ich habe gerade nicht gesagt, dass der Heider schlecht ist. Ja? Der Heider macht, ich mache im Prinzip das, was der Heider macht. Nachgemacht habe ich es jetzt nicht, weil ich ihn damals noch gar nicht kennt habe. Aber er macht es halt gut. So wie es ich gerne machen kann. So macht es der Heider. Und der CEO, ja, der hat ein geiles Format, das ist der Sepp. Ja, der war völlig eskaliert. Das ist aber nach dem 10. Mal, genauso wie mein Zeug, nach dem 10. Mal derselbe Scheiß. Ja. Und seine Videos haben, um ehrlich zu sein, zu schnell geschnitten. Ja, da kriegst du einen totalen Kollaps. Das ist so auftragend und gedingst. Da krieg ich Vogel. So, jetzt hat jemand eine Donation da lassen, ich hab's nicht gesehen. Mr. Westwhite! Sagt der Sepp zum Lucky, wenn ich scheiß, dann drucke. Wo wir gerade beim Vollgerät sind, dem sei Saufvideo letztens hat mir taugt. Ja, du musst dir dieses Paradoxe vorstellen. Ich krieg von euch Geld, damit ihr am Vollgerät sagt, seine Videos haben gut. Was ist das? Was machen wir hier? Der Karpbad ist Ingolstadt, der Grünwald. Am Grünwald können wir mal suchen. Grünwald. Der hat mit Sicherheit einen Kanal. Oder auch, in Anführungsstrichen, wenn ich das jetzt sage. Ja, ich habe einmal so viele Abos gehabt. In Anführungsstrichen bloß 32.000. Ja, und der Mann läuft im Fernsehen. Und den kennt wirklich jeder. Also jeder, der da herin, da lege ich jetzt meine Hand ins Feuer, von den 600 Leuten, die zuschauen, lege ich meine Hand ins Feuer, dass 550 Minimum schon mal was vom... alle 600 von euch schon mal was vom Grünwald gesehen haben, vielleicht nicht wissen, dass der Grünwald heißt, oder 550 wissen, wer der Grünwald ist. Ja, das ist eh klar. Der PvP-Bock schreibt, hab dich erst gestern gefunden und finde scheiß Preisenkinder voll. Du heißt nicht scheiß Preisenkinder, es heißt einfach nur Preisenkinder. Ha? Den Rest kann sich jeder selber denken. Das ist mir scheiße. Das ist eigentlich Acker. Wann ist denn das? Wann haben wir das eigentlich gemacht? Das kann sich ziemlich hier. Weißt du, so jetzt mal modern, das ist doch erst vor einem Jahr. Das ist jetzt ein Jahr her. Läuft bei mir 38 geschnackselt, Ringelstädter. Ringelstädter, ja. Aber der hat auch, weiß ich jetzt nicht, da kenne ich nicht so recht viel von dem. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was der sonst so macht. Die Kinder halt in seiner Abendshow, die er seit einer Zeit hat, aber was der sonst so tut. Und wir können mal schauen. Moment, schauen wir, was der Ringelstädter hat. Ringelstädter. Der hat gar keinen Kanal. Und da kaputt. Ringelstädter kein Kanal. Okay. Also ich finde zumindest keinen. Oder ich bin's blöd, dass ich schreibe. Nein, ist schon richtig. Dann Gruberin, Monika Gruber. Sehr lustige Frau, sehr lustig. Kannst du sagen, was du willst? Sehr lustige Frau. Monika Gruber.
Was haben wir da so? Hat der keinen YouTube-Kanal? Warum haben die Leute keinen YouTube-Kanal? Das verstehe ich nicht. Die Daten sind dumm klicken da herin. Mit ihrem Zeit, das verstehe ich nicht. Entweder wollen sie es aus Protest nicht oder vielleicht haben sie Fernsehverträge und dürfen nicht. Weiß der Geier. Aber die Frau ist lustig. Kannst du sagen, was du willst? Die Gröberin ist lustig. Die hat voll gute Witze. Die hat voll gute, bitterböse Witze. Und ja. Hey, machen wir mal wieder eine Biergebomb. Nein, halt nicht. Hubert und Staller, ja gut. Hubert und Staller, Classic. Classic as fuck. Und das ist auch nicht so wirklich. Das ist halt auch wieder so Hälfte. Die wissen auch nicht so ganz, finde ich, wieso wo nicht der Arsch hängt. Reden sie jetzt Hochdeutsch, reden sie Bayerisch, reden sie beide, ich weiß es auch nicht. Bavaria-Blogger sind lustig. Ja, haben wir vorher schon erwähnt. Also bei jeder darf gerne mal beim Bavaria-Blogger kommen auch noch ordentlich unter die Arme greifen. Weil wir einen Bavaria-Blogger, da kannst du einfach sagen, Bavaria-Blogger. Wie viel hat er mittlerweile? Der Herr Bavaria-Blogger ist mittlerweile bei 8.461 Abonnenten. Ja, hat auch mehr verdient, wenn du mich fragst. Hat auch mehr verdient, ja, wenn du mich fragst. Aber gut, ist ja wurscht. Also, um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Kruzifix fängt es an mit YouTube-Kanälen, wir brauchen hier mehr. Ich habe eigentlich gehofft, dass, ich sage jetzt einfach einmal, diesen Trip, den ich seit 2 Jahren hier miterlebe, dass das irgendwie mal wenigstens 3 Hände voll Leute dazu bringt, dass sie anfangen mit sowas. Ja, sowas ist normalerweise doch so. Da war geil, ja, jetzt kriege ich da auch Bock drauf, sowas Ähnliches zu machen. Aber entweder kriege ich nichts mit davon oder ich weiß es auch nicht. Wisst ihr, wer war bei mir doch auch nicht anders. Ich bin nicht inspiriert von anderen. Gibt's die Dreifaltigkeiten, Vom Ringstetten gibt es die Dreifaltigkeiten. Ja. Die habe ich mir eventuell bei How to Bookfutzen abgeschaut, das kann schon sein. Natürlich kenne ich das. Ja, kenne ich. Ja. Da waren wir noch so klein. Ja. Da waren wir bei 2000 Abonnenten. Weiß nicht, irgend so Medium-Fakt, was sehen wir jetzt? Ich habe da irgendwann einmal was gehört von dieser Dreifaltigkeit, keine Ahnung, und habe mein How to Bookfutzen gemacht. Und das ist wirklich ohne, und das kann ich nach wie vor sagen. Ohne, Herr Birko, habe Dritteli! Wir verstehen alle, aber ihr uns nicht. Das stimmt teilweise. Ein richtig krass Schweizer Dialekt. Der Schweizer Dialekt. Der ist schwer zu imitieren. ich kann es auf alle Fälle nicht. Hey, alter Boy, schreibt der Nullinger. Was hat der Nullinger? Das darf mich auch noch schnell interessieren tatsächlich, weil den kann ich gar nicht packen. Aber überhaupt nicht. 46.800. Also er macht sich schon ein Brickel besser. Aber Nullinger, der packe ich nicht. Ich weiß nicht warum, aber Nullinger, der packe ich nicht. Das ist wirklich, das ist so krasser 0815 Humor. Der packe ich nicht. Kann ich nicht so vorne. Übrigens genauso wie ich sehe nämlich schon ein paar Mal so ein Bumpsinger-Sepp. Allein bei dem Namen. Und dann mit so einer komischen... Ich finde automatisch, wenn man sie vergleicht wie ein Volldepp, was halt so richtig krass gewollt übertrieben ist. Ja, ich kann verstehen, dass das auch Leute unterhält, aber mir unterhält es nicht. Ja, ohne jetzt da irgendwie jemandem zu nahe zu treten, aber mir taugt es auch nicht. Auf Fränkisch gäbe es noch einen Bembers. Wer ist denn der Bembers? Auf Fränkisch gibt es noch einen Bembers. Ich wüsste auch, wenn es noch einen auf Fränkisch gibt. Ein Oger. Gibt es einen Bembers? Was ist ein Bembers? Na, kenn schon, der 14.000. Herr Blöchel, der Fredel Fesel und der Hans Söllner. Ja gut, ist eh klar. Aber ist der Hans Söllner wirklich aktiv auf YouTube? Ich glaub's nicht. Hans Söllner. Also ein Hans Söllner hat mich zum Beispiel auch geprägt. So ist es nicht. Hans Söllner Musik hat Abonnenten 2000. Ja, er ist halt lang vor dieser Zeit. Herr Panzl, schwarzbraun wie die Haselnuss, kommst du noch am Blätschmerz-Disco? Ich komme nie nachdem ich nach Blätschmerz. Das habe ich sofort wieder auf. Ich bin so heiser nachher. Ich habe so Halsweh jetzt schon, dass ich wirklich fast schon froh bin, wenn es 10 ist. Söllner haben wir noch eine Friedel Fesel. Ist auch zu alt. Also für alle, die einen Fesel nicht kennen, Pflichtprogramm leid. Ja, jeder, der mich kennt, aber einen Fesel nicht, das ist eine Frechheit dann. Das ist eine Frechheit. Der Mann ist wirklich, keine Ahnung, aber der hat auch keinen YouTube-Kanal. Der hat keinen, glaube ich. Ja gut, warum auch? Der Mann ist über 70. Leider Gottes ist er, wie heißt an Parkinson erkrankt und so weiter. Das ist echt schade, weil der Typ war wirklich die gemütlichste Matz, die umeinander rennt. Aber, nein, das ist er ist halt auch alt. Was willst du machen? Was willst du machen? Tja!
war man da an dieser Stelle. Drückt mir sauber auf den Like-Button, wenn es euch gefällt. Normalerweise muss man aber jetzt schon, wenn man mir überhaupt einschalten, ist das Erste, was ich sage. Drück gefälligst auf den Like-Button, bevor du überhaupt gesehen hast, was ich da tue. Was ja jeder andere normale YouTuber auch macht. Kruzifix. Ja? Und dann bei 1000 Likes, weiß ich nicht, scheiße in die Hosen und wirfst da und Wind. Okay? Machen wir. Safe Call. Versprich ich euch. Ohne Wind. Oh! Wir können den vergessen, der Herr Scher schreibt, der Herr Polt. Ein Gerhard Polt. Ja, ist auch zu alt für einen YouTube-Kanal. Ja, die Leute haben keinen YouTube-Kanal mehr. Aber der Polt ist ganz furchtbar gravierend für meinen furchtbar bösen Humor verantwortlich. Der Typ ist der beste Mann am Platz. Also mit Abstand bester Mann am Platz. Da bin ich... Wieso von... Ich überhaupt auf die Ideen mit Habe den die RRT-Bürger Beef, geht's gut? ist der beste noch der Bürger. Aber der Fesel ist der beste noch, nein, das ist nicht wahr. Der Fesel, der Polt, Fesel, dann kommt mir ganz lang überhaupt nichts. Dann irgendwann kann mich dann nicht jeder selber einreihen, wo er will, aber nicht vor dem Polt und nicht vor dem Fesel. Vorher bei der Fall machen wir mal einen Bembers an. Das ist aber nicht so einfach mit machen wir an, machen wir hier, dann wird nämlich Videosperren hier, Videosperren da. Das Problem ist, sobald ich einen Strike fange, kann ich nicht mehr streamen. Und momentan machen wir nichts anderes. Ja, weil war ein wenig scheiße. Ein wenig scheiße. Wo haben wir jetzt stehen bleiben? Irgendwas wollte ich jetzt. Noch nachschauen. Der passt schon. Vergesst für den Euro. Mein Lieblingsbier. Freibier! Prost. Vergesst für den Euro. So. Jetzt muss ich mal kurz dampfen und mal kurz schnaufen. Polt ist eine Legende. Oh fucking ja. Oh fucking ja. Mehr kannst du nicht dazu sagen. Der Polt ist eine Legende. Eine lebende Legende. Zerpimmeln oder halt zerkrachen bei Tumblr? Was muss nicht? Schon wieder hat er nicht durchgekommen. Das Reragu. Birger, du weißt, was wir wollen. Das weiß ich nicht. Ich sag's mir, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich habe einfach mal gemacht. Immer ziemlich exakt vor genau 2 Jahren. Ja, jetzt haben wir so Anfang April. Das schauen wir jetzt mal nach. Weißt du, was wir jetzt anschauen? Jetzt When the Nostalgics is kicking in. Jetzt pass auf. Jetzt werden wir mir da mal was suchen. Und zwar How To. Was passiert, wenn ich nach How To suche? Ohne Scheiß, dann kommt, ja gut, das ist natürlich dem Algorithmus zuzuschreiben, dann kommt wirklich an 4. Stelle How To Volksfest. Das ist für schon krass. Und ganz oben ist übrigens der How To Basic mit 13 verfickten Millionen Abonnenten. 13 Millionen Abonnenten, wenn ich hätte, dann würde ich auch da sitzen wahrscheinlich. Aber jetzt pass auf. How To Weißbier. Jetzt, When the Nostalgics Cube. Vor einem Jahr, stimmt da hinter vorne. Am 4.5. da ist es losgegangen. Fast vor einem Jahr. Schauen wir es uns so. Haben wir da Bock drauf? Der mag ja, hörst du schon, ich höre noch nicht auf. Schau, jetzt lass da die aufhören. Was jetzt denn? Was jetzt denn? Weißt du, was wir jetzt erzählen, was ich sage? Ich hab's selber, glaube ich, seit über einem Jahr nicht angeschaut. Oder heute, keine Ahnung. Weißt du, was wir jetzt tun? Jetzt machen wir da mit Musik, ja? Das kostenlose Foto, Spielen, Dashboard, Elmo, Vollgerät, Live-Dashboard, schieß mich tot. So, jetzt bei so Wacht. Vor ziemlich genau 2 Jahren. Und ich sage euch, unter anderem spielt da auch ein Vollgerät eine Rolle. Ja? Unter anderem hat er auch How to Guasmas gemacht, aber auf ganz andere Art und Weise und was weiß ich. Es hat mich auch so ein bisschen dazu gebracht, das How to zu machen, und zwar How to Weißbier. Da mich kein Mensch nicht kennt. Also ja, mich hat schon jemand kennt, wir haben wahrscheinlich sogar viel mehr kennt, wie ich gemeint habe, bloß keiner hat gewusst, dass das ich bin, wie zum Beispiel das 300-Video mit Singen, ist ja wurscht. Vollkommen wurscht. Jetzt pass auf, wacht. Die Fixes ist da so ein Ickel drin. Jetzt pass auf. Am 4. Mai 2017 hat das da alles angefangen. Radlerbringer, Saufmund. Schon passiert, das habe ich schon gesehen. So. Weißt du, so Kleinigkeiten, an das erinnert ich mich noch, das habe ich in meine Bavarian Saps schon immer gemacht und so. Ich habe immer ewig an so Intros umeinander. Das hat mir immer gefallen, wenn es mir aufpasst, dann kommt genau bei den Trommelschlägen, wird der Text einblendet. Schau hin, zuhören und hinschauen. So. Das interessiert keine Sau. Deswegen ist das Video nicht besser und nicht schlechter, aber ich weiß ich noch. Habe die Ehre. Ich bin's, der Birger, und eigentlich... Was allein für das? Hey, hätte ich das niemals verdient, aber allein, dass ich zu dem Zeitpunkt ich bin's.
Hey, habe ich die Ehre, ich bin's, der Birger. Das ist eine behinderte Scheiße. Und vor allem, wie unmotiviert, dass ich rede im Vergleich zu heute. Jetzt pass auf, das nehmen wir da nochmal weg. Das vergleichen wir jetzt einmal mit den letzten How-Tos. Da nehmen wir jetzt einmal zum Beispiel, was nehmen wir da her? Birger How-To. Jetzt bei so Wacht. Nimm das How-To scheißen, weil es wurscht ist. Kruzifix, das ist vom 15.03. vor einem Jahr. Das ist auch schon ein Jahr alt. Gut, Zeit vergeht so krass. Alter, möchtest du mich denn du verarschen? Dann nimm mal How-To Birger. Nimm mal How-To Birger, das ist das Jüngste. How-To Birger. Wo ist da ist? So, jetzt pass auf. Jetzt passt einmal auf das auf. Jetzt gehen wir da her und gehen wir da her. Jetzt hören wir uns einmal das, habe die Ehre, ich bin's der Birger, an. Und wir ignorieren mal weg, dass es ein Bims ist. Ehre. Ich bin's, der Birger. So. Habe die Ehre. Ich bin's, der Birger. Habe die Ehre. Ich bin's, der Birger. Und jetzt hören wir uns das so, ohne zu wissen. Habe die Ehre. Ich bin's, der Birger. Ja. Keine Ahnung, da habe ich eine ganz andere Stimme beieinander. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, keine Ahnung. Aber ist ja wurscht. Schauen wir uns in Ruhe How to Weißbier. Und eigentlich soll jetzt da keine Anleitung dafür brauchen, was ich jetzt gleich tue. Weißt, in Niederbayern, da soll jetzt das Weißbilden schon kennen, bevor du eigentlich als Lauf anfängst. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass mehr als die Hälfte bei uns und nördlich vom Weißwurst-Äquator sowieso kein Mensch einen scheiß Plan hat, dass fernab vom gemischten Klump, sprich vom Russen, vom Neger, Darf er das? von der Gasmaß, vom Radler mal gar nicht erst anfangen. Damals habe ich schon gewusst, darf er das. Damals wollte ich schon anfangen mit dieser... Darf er das? Nochmal, damit nichts passiert. Mittlerweile ist aus dem Wort ja Nasenbohrer geworden. Vom Neger, Darf er das? von der Gasmaß, vom Radler mal gar nicht erst anfangen, nur ein feins Vollbier gibt. Dieser Gasmaß-Hass. Ja, ich hab doch selber Gasmaßen gesoffen, aber ich hab das so seltsam gefunden, dass ich alle auf Dings ausflippen, auf die scheiß Gasmaß. Und damit man nicht eine normale halbe Hälfte, weil wenn ich dir die erklären muss, ich meine, fällt sowieso himmelweit. Das heißt, wir hantieren da nicht mit dem Code-Kachewasser auf deiner alten, sondern... Das Code-Kachewasser von deiner alten. Ernsthaft, Birger? Du Vollidiot. Verstehst? Und dann immer diese schlechten Einschnipsler von meinen eigenen Videos. In der Hoffnung, dass das irgendjemand erkennt. Also, das ist so dumm, der Russfeind. Ja, das stimmt eigentlich. Hab ich nicht zugesagt? Abbeitelt ist er aber dazu, habe ich nicht gesagt. Da hast du recht. Verrät's für den Neuen. So, und folgendermaßen fangen wir mit der Sache an. Phase 1. Weißbier aus der Flaschen. Geht einmal überhaupt nicht. Hiermit erteile ich jedem Bayern die Pflicht, an jedem Hans... Das ist übrigens die Geburtssekunde vom Bayerischen Verhaltenskodex. Bloß, dass da noch keinen Kodex gegeben hat. Wursten, den ein Sekt der Weißbier aus der Flaschensaft, er sehe eine Bockfotzen zum Gehen, dass er 14 Tage nicht mehr gerade aussieht. Das war die Geburtsstunde von dem sich dahinziehen, denn ich gibt da sicher die Bockfotzen, dass, weiß ich nicht, 14 Tage in die Hosen sorgst, mit die Pro und hinten deine 10 zusammen glaubst, platzen Scheiß. Hätten wir das einmal geklärt. Wir fangen mal an mit einem Weißbierglasel. Ein Weißbierglasel schaut folgendermaßen aus. Ganz, ganz furchtbar wichtig ist, dass das sauber ausgeschwabt ist. Und da keine Restel vom Spülmittel drin hängen oder du mit deinen Wichsgriffen da drin umeinander kreist, sondern halt sauber halt. Eigentlich ist es so behindert. Da ist ja gar nicht mehr altes Logo. Sagt man das? Also oben über dem neuen Logo ist ja bloß ein Schriftzug. Ist ja das alte, was ich mir da gedacht habe. Wenn ich das so im Nachhinein, was ich mir da gedacht habe, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ich mir da gedacht habe. Dabei, ich sag's euch, wie es ist. Ich weiß doch auch nicht. Warum? Weil du ansonsten keinen gescheiten Schaum nicht zusammenkriegst. Und der Scheiß da drin ausschaut, als hätte der Epper ins Glas brunst. Ganz furchtbar einfach. Dann, Schritt. Was übrigens auch interessant ist, du musst einmal das alte Video schauen und dann die neuen Videos. Da in den Videos, da ist fast nichts animiert. Fast keine Wörter bewegen sich zu dem, was ich sage. Fast keine Beitel, und das, wenn du mal die Videos jetzt anschaust. Ja? Jetzt pass mal auf. Nehmen wir mal How to Birger. Fahren wir einfach mit rein. Verfallen bin. Und der Tag wahrscheinlich der schuld ist. 1992, da war ich auf der Geburtstagsfeier vom Nachbarn. Werde ich nie vergessen. Da waren alle 3-4 Jahre älter als ich. Und ich bin aus Versehen mit diesem Film. Weißt du, da passiert jede Sekunde irgendwas. Entweder kommt der Ton, irgendein Beutel, ein Schnipsel, eine Bewegung, irgendwas. Und in fucking How to Weißbier rührt sie einfach gar nichts. 2. Machst dein Weißbier auf. Wie du das aufmachst, ist mir scheißegal. Mit dem Feuerzeug, mit dem Flaschenöffner, mit der Zeitung, mit der Tischkante, mit dem Kasten Bier selber, mir völlig wurscht.
ist mir auch bis heute. Du hebst dein Glasl, nimmst deine Weißbierflaschen und holst dein Glasl in einem geschmeidigen 45-Grad-Winkel hin und hängst deine Flaschen da rein. 5 Bier gehabt, ne? Und zwar so, dass das Weißbier in angemessener Geschwindigkeit am Glaselrand da reinlaufen kann. Angemessener Und zwar Geschwindigkeit. so, dass auf der Steuerbregel Schaum entsteht und das so lang, bis quasi fast übergeht. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht dazu sagen muss, dass er nicht übergehen darf. Wenn du jetzt alles richtig gemacht hast. Das ist auch was ich mir aufgehört habe, dass ich Sachen sage im Video, aber einen anderen Text hinschreibe, weil ich einfach immer noch der Meinung bin, dass keine alte Sau lest, was ich in die Beschreibungen schreibe, in den Titel schreibe oder sonst was. Ah, der Bürger entwickelt sich. Wohin? Sehen wir gerade, ja. Sehen wir gerade, wohin. Ich finde das auch fast. Ich habe das seit über 1,5 Jahren, glaube ich, nicht mehr gesehen, das Video. Und ja, der Greenscreen backt da herum ein bisschen. Da, ich weiß schon, weil die Lichter so kacke sind. Ich arbeite dran. Und da merke ich dann selber so, wie dermaßen schlecht eigentlich die 2 alten Videos sind. Hast. Und bis jetzt braucht man da wirklich kein Raketenwissenschaftler dafür sein. Dann hast du ein wenig Restl in deinem Weißbierflaschel drin. Das ist Hefen und die ist wichtig. Die sitzt ich auch sie da wieder am recht? Flaschenboden. Ich kann nicht sagen, was ich mag, ich habe da einfach recht, was ich verzeihe. Wie kriegen wir jetzt die da raus, ohne dass die Flaschen zaust oder dass du so umeinander beilst, als dass du das 4. Mal einen runterhauen? Heut. Du nimmst die Flaschen in alle 2 von deinen Händen und rollst das da wieder in angemessener Geschwindigkeit in deine Hände umeinander. Das machst du ein paar Mal und dann löst sie die Hefen da unten vom Flaschenboden. Verstehst du mich? Wenn das alles jetzt bis jetzt so weit richtig gelaufen ist, dann gehst du eiskalt her und schützt den Rest aus der Flaschen auf der Glasel drauf und die Heiligkeit aller Biere ist vollbracht. So einfach ist die ganze Geschichte. Und richtig gemacht hast du es, wenn circa ein Viertel bis ein Drittel Schaum oben aufliegt und das Weißbier nicht klar, sondern Trieb von der Hefen ist. Und furchtbar wichtig ist, nichts mehr in deiner Flaschen drin hast. Und dann ist fertig. Ich hab so recht, Alter. So schaut die Sache aus und so macht man sich ein Vollbier und keinen so einen hergemischten Scheißdreck. Und der Geheimtipp für alle die jetzt noch dabei sind, es ist, wenn es draußen 40 Grad hat, so richtig anreidig im Schatten drin Das ist auch wichtig. und jedem das Arschwasser in der Hosen zusammenläuft, dann nimmst du ein Zitronenspeidel und haust das um rein. Da wirst du dich wundern, wie der das Knirsch am Vieri hat. Da wärst du ja wundern. Lass das jetzt wieder daherkommen mit, wo ist die Tonspeitel ins Weizen? Ins Weizen? In den armen Weizen, ja, dann gibt's so viel, dann schäbert so viel Umdrehte, dass du sagst, gibt's das. Ja, netter Nostalgie-Effekt, war mir wieder Zeit, ein altes Video zum Schauen. Das ist jetzt wirklich fast 2 Jahre her. Wer hätte das gedacht? Der Kreiger Alex schreibt, Weizen. Nein, nix Weizen. Der Charles von Kurz schreibt, mein Lebensziel. War leck, soweit plane ich nicht im Voraus. Ich sag dir ganz ehrlich, das hört sich jetzt ein bisschen bescheuert an, aber momentan, so wie jetzt gerade in diesem Moment, so die letzte Zeit alles läuft, besser geht's fast nicht mehr. Also viel Fight, ich weiß halt nicht, was noch recht viel Fight, dass ich sag, das noch und das noch. Natürlich kann ich hergehen und sagen, ja, ich hätte noch gerne einen Sechser im Lotto, ich hätte noch mehr Geld, ich hätte gerne ein Riesendrumhaus, das ist mein Lebensziel. Ganz ehrlich, das ist so, ich bin so massiv zufrieden, wie das gerade alles läuft und so froh darüber, wie das läuft. Und zwar in allen Bereichen von fast allen. Ja, momentan gibt es ein bisschen, im Hintergrund gibt es ein bisschen Stress bei mir, so ist es nicht, aber nicht mit der Bürgerin, aber das geht keinem was an. Aber das vergeht auch. Das trägt nichts zur Grundzufriedenheit bei. Ja, deswegen stecke ich mir kein Lebensziel. Irgend so wird das jetzt vollkommen bescheuert, aber ich habe schon mit so vielen Sachen versucht, mit alternativen Sachen zur Arbeit. Ja. Was ist denn jetzt wieder los? Jetzt war es so lange Ruhe, Kinder. Herr Oberlandler, ich kann doch nichts lesen, also. Meister, kennst du österreichische Kabarettisten? Ja, ich weiß aber nicht, wie er heißt. Der eine Typ, der habe ich so Sachen aus der Kiste rauszieht. Und habe ich irgendeinen, das ist der Muskelkater und so. Der bringt mich sehr schwer zum Lachen. Oder hat er früher mal. Und was hat der andere geschrieben? Da muss ich jetzt schauen, nicht, dass da Sachen kommen, die können was angehen. Ja? Recent Events, wer war da andere? Herr Geibiffi, vergesst wieder noch rund 2 Cent. Wer noch arme Weizen sagt, der kriegt auch nicht betoniert, dass er einen Kreisel speit. Ein Kreisel speit. Im Kreisel speit. Jetzt schluckt sie dann nur mit Leid. So. Wenn Artikel 13 kommt, verkaufe ich deine Videos auf DVD. Ja, weiß jetzt auch nicht so recht, ob du die verkaufst oder ich. Ja, weiß das eh. Wir waren mit einem Mini-Bürger. Viele von euch
Wir waren gerade beim Lebensziel. Ja, das ist ein schönes abschließendes, die letzten 10 Minuten Lebensziel. Ich bin sehr, sehr nah dran dahin, wo ich hin wollte, schon immer. Ja, ich hab nie einen Kinderwunsch gehabt übrigens, habe ich ja heute noch nicht. Wo ich alt genug wäre wahrscheinlich. Ja, Kreuzbart, vergesst mich für einen Zwickel, 6er im Lotto, gell, geiler Wichser. Wer möchte keinen fucking 6er im Lotto? Braucht mir doch keiner verzeihen von den 593 Leuten, die gerade herin sitzen. Wenn ich sage, so, du kriegst einen 6er im Lotto, wenn du den haben möchtest. Dass einer sagt, nein, doch Blödschiss, hör doch auf damit. Geld löst natürlich auch nicht alle Probleme, aber es macht vieles einfacher. Ja, vieles. Lebensziel. Für viele ist so das, kriege ich in meiner Umgebung mit, das 0815 Lebensziel, auf das ich schon keinen Bock nicht gehabt habe, da war ich noch 14. Guter Schulabschluss, eine saubere Lehre, eine angesehene Arbeit und dann genug Geld verdienen, damit ich ein Haus, Frau, Kinder und das Haus abzahlen kann. Ja? Das war nie auch nur ansatzweise irgendwo sowas in meinem Lebensziel drin. Natürlich Freundin haben und so weiter, ja, natürlich. Ja, gehört auch zu meinem Leben. Ja? Und gehört auch zu meinem Lebensziel so ein bisschen. Ganz allein ist auch voll für den Arsch. Eine Handvoll brauchbarer Freunde um sich zu haben. Und die waren immer da, immer. Die gibt's überhaupt nichts. Dann war ich schon immer, und ich habe es mit vielen Dingen probiert, ja, sowas zum Erreichen, wie ich es jetzt hier habe. Euch alle beim Zuschauen. Mein kleiner für mich riesengroßer Bekanntheitsgrad mit meinen Videos. Irgend sowas Alternatives zu erschaffen, was nicht jeder andere auch kann und macht, war schon immer mein Plan. Schon immer. Wir haben es mit Musik probiert, war mir zu jung und schlecht. Ich war zu jung und schlecht. Mit einem Browser-Game habe ich es probiert. Hätte wahrscheinlich funktioniert, wenn ich die Eier damals in der Hosenkohle hätte. Da habe ich aber nicht gehabt, weil ich gerade mit 20 Jahren alt war. Und. Tja, und siehe da, im Prinzip eigentlich dann mit den ganzen Bavarian Zaps und so weiter, da habe ich es dann das erste Mal ohne geschmeckt. An richtig, wie soll ich sagen, nicht berühmt werden, so ein Scheiß, aber halt bekannt werden und von Leuten im Prinzip anerkannt werden für das, was ich da mache, was nicht jeder zweite Vollhorst auch kann. Auf gut Deutsch gesagt. Ja, das war immer so ein bisschen der Plan. Brauche ich nicht rundum reden. Und da, wo ich es dann am wenigsten erwartet habe, hat es dann funktioniert. Und das war dann das losgetretene How to Leberkäse, was der zweite Teil war, das nächste Video nach dem How to Weißbier. Und der zweite richtig krasse Schub war dann Preißenkinder. Das Preißenkinder-Video, bin ich der Meinung, hat mich hierhin katapultiert, wo wir jetzt alle miteinander sind. Heraus da! Bester Stream, Montagabend, fix! Vergeht's gut, Leute. Es ist mir immer, jetzt machen wir das seit 2 Jahren, seit 2 verdammten Jahren. Und es fühlt sich immer noch geil an. Vor allem auf die Streamerei, so wie wir es da machen, habe ich so viel Bock, es ist immer noch das Geilste. Wo ich ganz offen und ehrlich bin, und das merkt ihr ja selber, ich habe momentan, und seit Wochen auch schon nicht mehr, und auch gegen Ende des Jahres, glaube ich, hat man das schon gemerkt, nicht mehr so viel Lust auf die Art von Videos, die ich mache. Ja? Immer dasselbe. Das ist das 32. How-To gewesen. Ich habe die Schnauze so voll, dieses für Sekunden Video 10 Minuten zum Brauchen, und dann aber 5 Minuten Videos aus, das kommt auch irgendwann wieder. Versprochen, ja. Die Videos kommen irgendwann wieder. Oder wenn ich den 20. Leberkäse, Weißwurst, Vollidioten anschreien muss, dann und immer wieder dasselbe, und immer mal wieder dasselbe. Und das habe ich beim letzten Kruzifix ganz massiv gemerkt. Ich merke, ihr habt da voll Bock drauf. Und ich sage es euch auch ganz offen und ehrlich, wie es ist. Ich kann wahrscheinlich jede Woche dieselbe Art von Kruzifix aushauen. Mit denselben Witze, mit demselben Scheiß immer und immer wieder. Und da wahrscheinlich die typischen 50 bis 100.000 Klicks drauf kriegen. Garantiere ich euch. Aber ich tue es nicht. Weil ich erstens nicht der ausschlachtende YouTuber abschauen, wie es jeder andere macht, sein will. Zweitens ist es nichts Besonderes, für was ich mir dann quasi also ein bisschen selber auf mich stolz sein kann. Drittens, ich habe einfach keine Lust. Ich mag einfach nicht. Und ich kann mich nicht 2 Jahre in die Streams hersetzen und sagen, ich mache nur, wenn ich Lust habe.
Und dann habe ich aber gar keine, sondern mach's wegen Klicks und wegen Geld oder was weiß ich was. Ja? Das war nie der Plan. Das war niemals der Plan. Es darf gehen mittlerweile. Dank euch. Dann habe ich Bock auf Streamen und auf Gaming und denk mir einfach, weißt was jetzt endlich. Hab lang genug Angst gehabt, dass ich mir zu viele Leute von euch vergraul. Weil, oh Gott, jetzt fangt er auch zum Zocken, wie jeder andere Vollidiot. Ja, und ganz im Gegenteil. Wir sind mal quasi von heute auf morgen. Von heute auf fucking morgen. Sind wir, das kann man im Januar, Februar, kann man es behaupten, da waren im Schnitt 1500 Leute im Stream. Da kann ich mir keine Ahnung, ich bin normalerweise nicht so, dass ich dann sage, ja, dann lassen wir dann den Arroganten raushängen. Aber ganz ehrlich, reine Mundart mit in fucking Niederbayern, mit im Vergleich dazu gerade mal 60.000, 70.000 Abonnenten, aber 1,500 Zuschauer im Livestream, das soll mir erstmal jemand nachmachen. Das, ja, weißt du, was ich will. Klingt jetzt massiv überheblich. Ja, ich komme mir irgendwie blöd vor, wenn ich das rede, aber das ist was, da bin ich halt einfach stolz drauf. Wenn ich da nicht mehr stolz drauf sein darf, dann weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Keine Ahnung. Naja. Also mit 1500, das habe ich aber gewusst, dass das nicht so bleibt. Ja, das war klar. Deswegen, wenn wir mir jetzt noch 1500 Leute warten, Alter, da den Schlaganfall kriegen. Dass natürlich auch die Klicks zurückgingen, was übrigens auch nicht stimmt, merke ich gerade. Seitdem wir streamen, habe ich das 3-fache an Klicks, aber sag's keinem. Und vor allem das 5-fache an Viewtime, aber sag's keinem. Abonnenten gingen natürlich ein bisschen zurück und so weiter und so fort. Du, das ist mir alles scheißegal. Alter, wenn ich mit, wie viel haben wir? 67.403 Abonnenten nicht mehr zufrieden bin. Dann muss ich sagen, wer bin ich dann? Dann darf man den ironischen abgehobener Hurensohn, Hashtag abgehobener Hurensohn und geldgeiler Wichser in einen ernsthaften Hashtag verwandeln. Das darf man dann tun. So weit wird es noch kommen. Nein, Leute, das wird nicht passieren. Ja, leider glaube ich echt, der Bayer tut jetzt zeigen aus Leidenschaft. Da magst du nicht Mainstreamen. Das hat auch mit Bayer sein nichts zum tun. Muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Ja, so sehr ich dieses Bundesland feiere und so sehr ich unsere Sprache feiern, unseren Dialekt feiern und alles überhaupt feiern, hat jetzt nichts mit Bayern zu tun, dass man mir allesamt nur deren, was wir Bock haben. Das stimmt nämlich einfach nicht. Aber ich bin halt einfach so. Keine Ahnung, was das betrifft, war ich schon immer anders als die meisten anderen. Keine Ahnung, ich habe schon immer irgendwie versucht, mit Gewalt irgendwas anderes zu machen wie alle anderen. Ja, mir ist zum Beispiel mein Leben lang erzählt worden, ja, halbtags arbeiten, wie stellst du denn das vor? Ja, dann gehe ich aber halt her und tue alles dafür. Und heute, oder seit 4 Jahren besser gesagt, arbeite ich nur halbtags. Geschissen auf die paar 100 Euro mehr oder weniger. Was hilft man die, wenn ich entweder keine Zeit habe zum Ausgeben oder mit 50 einen Herzinfarkt kriege, weil ich mich geistig behindert arbeite? Was hilft mir das denn? An dieser Stelle übrigens Special Greets an meinen lieben Chef, der mir das Ganze doch ja ermöglicht hat. Ja, wenn ich nicht halbtags arbeiten kann, darf es diese YouTube-Geschichte überhaupt nicht geben. Ja, die darf nicht existieren, weil ich gar keine Zeit dafür hätte. Mittlerweile ist das Ganze da schon zur Zeit im Streamen natürlich nicht mehr so viel, da muss ich mich nicht so krass vorbereiten und drauf arbeiten wie an die Videos. Da ist der Stream natürlich schon um einiges bequemer. Dafür ist der in den 2 Stunden, wo ich dann da bin und zock und auftrage, so gut wie ich kann und euch versuche zu unterhalten, ist das auch, wie soll ich sagen, gar nicht mal so unanstrengend. Ja? Also um Viertel nach 10 oder um 10 wenn ich den Stream ausschalte, dann sitze ich schon da, schnaufe mal schnell durch und denke mir so, puh, schwitzen du wie eine Drecksau. Schmeißen kann ich auch nicht mehr von lauter umeinander blären und ja, weiß ich eh. Naja. Die Mama hat immer gesagt, du bist was ganz was Besonderes. Ja, das hat's. ja, gar nicht. Also keine Ahnung, wir waren beim Lebensziel, gell? Ich wüsste halt nicht, wie es noch recht viel besser laufen kann. Außer natürlich, ich darf auch liegen, wenn jetzt anstatt 550 Leute 15.000 Leute zuschauen, da ich natürlich, also ja, natürlich geht das noch krasser. Aber irgendwann ist halt einmal Schluss. Einfach einmal, weil mit dem können wir den Abend halt ausklingen lassen. Ja, Franzl, warum denn über Stereo, Leute? Erstmal der Herr Blöchel, glaub schon, dass das an der bohrischen Mentalität liegt. Na, ich bin ein ziemlicher Faulsack. Und die bohrische Mentalität ist eigentlich eine andere mit Fleiß, harter Arbeit und wer nicht körperlich arbeitet, ist eigentlich schon weit weniger wert wie der ganze Rest.
Das verstehe ich so ein bisschen unter der bayerischen Arbeitsmentalität auf alle Fälle. Und so bin ich überhaupt nicht. Ich bin der faulste Wichser, der umeinander rennt. Ganz ehrlich. Ich glaube, ich habe die Faulheit erfunden. Und völlig neu definiert. Herr pfanzelt schon wieder. Birger, guter Mo, du bist und bleibst ein bisschen. Ich dreh's gerade vor lauter. Was? Ist das Emo-Schmerz? Das ist doch kein Emo-Schmerz, Alter. Das ist nicht Trenzen. Was ist denn das? Merci für deinen Euro. Das ist kein Emo-Schmerz. Ich versuche gerade so ehrlich zu sein, wie es geht. Also keine Ahnung. So. Freunde der Sonne, es ist 10. Es ist jetzt 10. Hab ich doch noch ganz gut überlegt. So heiß, ich bin ja überhaupt so wie Scheiße. Und so brennen wie Scheiße. Oh, es geht schon noch einigermaßen zum Schmerzen. Das ist gar nicht so. Freunde der Sonne. Der Sebi sagt, fragt, du möchtest eigentlich mal Kinder. Momentan nicht. Und ich glaube, das wäre dann immer passieren. Also, keine Ahnung, nö. Nö. Ist nicht gut. Hey, Ruhe ist jetzt mit Donations, weil wir uns jetzt schleiern. Hi Birger, vielen Dank für deinen. Ich lache mir regelmäßig dabei den Arsch ab. Weiter so Grüße, MB. Herzlichen Dank, das freut mich natürlich immer noch nach wie vor, wenn die Leute schreiben, deine Videos hier geil, da. Natürlich ist es ein geiles Gefällt. Was soll ich da sagen dazu? Natürlich freue ich mich da wie ein Schnitzler. Natürlich klopfe ich mir da selber auf die Schulter und denke mir so, wow, ja, geil, hast du gut gemacht. Gefreut mich. Es gibt nichts Schöneres, als Leute zum Lachen zu bringen. Es gibt nichts Geileres. Das ist die ehrlichste Bestätigung, die man sich holen kann. Wenn ich die lauthals zum Lachen bringe, dann brauche ich die nicht fragen, hat das Video gefallen? Oder hat er irgendwas gefallen? Oder bringe ich meinen Gegenüber zum Lachen, dann weiß ich, dann brauche ich nichts mehr nachfragen. Dann brauche ich keine, also es lobt halt jemand gekünstelt, ja. Gibt's auch einige, so ist es nicht. Aber sowas riecht man auf 300 Kilometer. Ja, ist ja gut. Scheiße, halt kann er auf die Uhr schreiben, schreibt der Beincover. Ja, das stimmt. Jetzt wird er. Ihr braucht, und weil dann immer, danke für deine Videos und so weiter. Ich muss da, immer und immer wieder, und da gibt es auch Leute, die mittlerweile, die ab und zu schreiben sich, ja, jetzt kümmern wir alle 2 Sekunden, aber alle 2 Sekunden, merci hier, merci da. Ganz ehrlich, ich bedanke mich so oft, wie ich will. Und so oft, wie es ich für richtig halte. Und völliger Irrsinn. Und ihr braucht euch schon gleich 5-mal nicht bedanken, sondern ich. Ihr ermöglicht mir hier Dinge, die ein völliger Irrsinn. Birger, aber die bayerische Mentalität ist auch mit. Ja, das auch. Natürlich gibt es die auch. Die alten Bayern haben sich nicht hetzen lassen. Ich weiß die aus Erfahrung. Glaub's mir, und du tust das auch. Ja, aber denken wir an unsere Opas. Das sind die fleißigsten Leute, da haut's den Scheller. Die kennen nichts anderes wie arbeiten. Und die tut das auch wirklich nichts. Ja? Denen kaufe ich das noch ab, wenn sie sagen, so, das macht ja nichts. Das gehört ja dazu, das macht ja mir nichts aus, mir geht ja die Arbeit leicht, Freund. Denen glaube ich das. Ja? Die sind in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen. Aber ich bin einfach, weiß ich auch nicht, ich bin einfach so faul. Also es ist wirklich unmenschlich, wie wenig Bock das ich mache. Und ich habe auch manchmal richtig krasse Motivationslöcher. Also richtig heftig. Was mir auch selber auf den Sack geht. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich halt einfach nicht mag. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Naja, lasst mir doch. Ich wollte mit irgendeinem eigentlich weisen Satz, wollte den Stream halt beenden. Was war denn das vorher? Da habe ich angesetzt und dann war es gut. Was war denn das gleich wieder? Nicht der einfache Arbeit einmal weniger, sondern doch, jetzt weiß ich es. Was sehr viel inneren Frieden bringt, wenn man sich einfach mal herhockt, drüber nachdenkt, wie gut das einem eigentlich wirklich geht und wir mit dem zufrieden sein, was man hat. Das meiste merkt man erst, wenn es weg ist. Da merkt man es erst, wie geil, dass man es eigentlich hat. Einfach mal drüber nachdenken, die Knierscheiben sauber chillen, die Knierscheiben-Basis chillen und sagen, Kruzifix, eigentlich ist alles voll geil. Es ist eigentlich schon ziemlich geil, jetzt unabhängig davon, dass ich hier einen riesen Erfolg auf YouTube habe und so weiter. Es war vorher alles schon ziemlich geil. Und dessen war ich mir vor YouTube schon bewusst. Ja, das tut jetzt, wie soll ich sagen, das tut jetzt natürlich was zur Sache bei mir, weil mir das natürlich auch gefreut, aber wenn das nicht da war, dann da ich auch da sitzen, so, ja, du hast alles erreicht, was du erreicht, aber du arbeitest halbtags, du hast ein Geld, mit dem du ausgibst, du hast eine Freundin, du hast eine Bude, du hast was zum Essen, du musst dich eigentlich nicht stressen. Kruzifix ist eigentlich schon geil. Ja? Ist schon geil eigentlich. Einfach mal zufrieden sein mit dem, was man hat. Ja? Und wenn es da mal schlecht geht, Kopf aus dem Arschloch ziehen und raus damit. Fertig. Gescheit arbeiten, nicht hart, darauf kommt so. Oh fucking ja. Ohne das jetzt irgendwie zu loben, wieder meiner selbst, aber irgendwie hab's ja ich auch angestellt, dass ich bloß halbtags arbeite und genauso viel verdiene in meiner Arbeit wie so manch Festangestellter, ja. Dass ich mir dafür natürlich 20 Jahre in meinen Keller einsperren habe müssen, das fragt keiner, aber das ist ja wurscht. So,
Freunde der Sonne, genießt den Abend an diesem Montag. Der Blade-Schmerz war schon lange mal wieder Zeit. Hat mir Spaß gemacht. Auf diese Streamerei habe ich so viel Bock, das ist unfassbar. Zocken habe ich immer Bock. Mittwoch geht's weiter mit Tomb Raider. Ich glaube Teil 4 mittlerweile. Wir sehen wir uns am Mittwoch um 8 Uhr. Sagt sie seine Spätsinn und wie man immer, kriegt ihr eine Hausaufgabe auf. Eine zweite Hausaufgabe ist, auch wenn es gerade einschaltet, drück auf den Like-Button, obwohl es gar nicht weißt, um was das geht. Da, drück auf den Like-Button, sonst explodiert der Elmo und wenn nicht, dann kommt er heute in der Nacht sein Reidel ins Gesicht. So. Birka, hab ich YouTube ist bei dir eine intrinsische Motivation. Da kann ich jetzt natürlich umeinander pausen und sagen, ja, du hast recht. Ich weiß weder, was intrinsisch bedeutet, noch irgendwas. Das werde ich jetzt noch schnell nachschauen, das interessiert mich jetzt nicht mehr. Intrinsisch, lateinisch intrinsecus, inwendig oder hinein. Bedeutet ursprünglich innerlich oder nach innen gewendet in einer späteren Umdeutung von innen her. Also quasi, es ist einfach eine selbstverständliche Motivation für mich. Ja. Alles. Ich habe ja vorher auch schon YouTube gemacht. Nicht so in dem Ausmaß wie ihr seid. Und bei weitem nicht so regelmäßig, weil ich halt nicht mal ein fauler Hurensohn war. Na komm, vergesst wieder 150 Birger, bis der gut und immer bei. Tool ist geil. Ende des Gesprächs. Ich streng mich auch so zum Weitermachen, obwohl momentan mache ich ja nicht so weiter. Momentan macht man halt ausnahmslos Gaming-Streams und das wird dann noch eine Zeit so weitergehen, weil ich einfach Bock drauf habe. Ende. So. Und ja, genau. Einfach weil ich Bock drauf habe. Und ich hätte ja Bock drauf, wenn da nicht 451 steht der Zuschauer, sondern 4. Ja? Und Leute, die damals dabei waren, die wissen das. So. Und jetzt ist Schluss. Haben wir 7 Minuten überzogen. 7 Minuten überzogen. Kommen wir am Mittwoch 7 Minuten später. Sag ich schon. Keine Minute länger streamen in der Woche, wie ich sag. Späßle. Ein kleines Späßle gemacht. Jetzt schleicht euch ins Bett, Kruzifix. Es war mir eine Ehre. Wir jeden Montag und Mittwoch, Freitag sage ich mittlerweile schon gar nicht mehr dazu, weil ich die letzten 4 schon auslassen habe. Verzeihung. Und jeden Montag, Mittwoch um 8 Uhr Stream. Mittwoch geht's weiter mit Tomb Raider. Ich darf mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ich darf mich freuen mit einem Abo und einer Glocken und einem Like. Und hau einfach da unten irgendwo auf die Tasten umeinander, ist mir wurscht. Zum Abschluss, ab in den Chat, habe ich Tütterli. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Jetzt schleicht's euch. Und vielen herzlichen Dank nochmal an die beiden, natürlich an alle Donator, an die beiden, die heute wieder überhaupt kein Maß nicht kennt haben. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich weiß nicht, was ich soll sagen, ich weiß nicht. Sollst du noch sagen dazu? Ihr möchtet, dass ich das Arbeiten ganz aufhöre, gell? Das ist euer Plan. Ich sag's euch, wie es ist, wenn ich noch 10 Jahre jünger war, hätte ich schon aufgehört. Ich sag's euch, wie es ist. Vor 10 Jahren hätte ich das Arbeiten schon aufgehört, weil der jugendliche Leichtsinn und so. Habe ich alles